Streamende Stadt. Wo ist die Trötende? Timmy Boy, heute war ich 3 Sekunden früher, du. So nicht! So nicht! Ich bin immer noch verwirrt darüber, wie flüssig das ich bin. Timmy Boy, heute war ich... Oh, hör mich selber, das schaut gut aus, das schaut gut aus, ja, Wahnsinn! Alles bei und in Wirklichkeit gibt es 2 Stunden NXDF-Blog, ja natürlich. Ich laber euch nur mit meiner sinnlosen Scheiße voll. Timmy Boy, merkst du dir, kriegst du dir daheim? Rest, Hobby! Evans, Birger, 20 Uhr, Mika, kurz vorm langen Wochenende, besser wird's nicht, glaub ich. Prost, da haben wir was, Herr Vollsquad, recht aus, das kriegst du mir erst einmal einen Haufen rein. Aber die Ehre an der Jackson, an die Hanuta, an den Floha, an den Sprenger, an die Tammy, an den Robert Niri, an den Herrn Bösel, an den Leon, an mich selber, da hab ich auch was reingeschrieben, schon hier, an den Saufi, an den Odison, an den Wagger, an den Klausi, an den Frank, an die Diana, an den Flo, einfach nur mal, weil wir es kennen, und an den Timmy einfach nur mal. Okay, geh wieder, okay, bye. Okay, tschüss. Bis dann. Have a great time. Linzepp, habe die Birger endlich Truck fahren. Hagelberger. Kein fucking guten Stream. Ich bin maßlos enttäuscht. Kann nichts mehr so. Flo, das lass ich auch sein. Ja, tun aber das lass ich auch sein. Es müsste der 17. gewesen sein. Springen wir auf 27, dann passt das auch. Flo, merci dir für den Resub. Timmy Boy, merci für den Euro Löwensepp. Merci dir. Na, spielen wir jetzt Schedule 1. Nix da. Labert dann, weiß ich nicht. Es ist ja so. Euro Truck Simulator 2. Wie lange nervt's mir jetzt mit dem Scheißspiel? Weiß es nicht. Dann habe ich mir gedacht, ich glaube, der Philipp, der Flogger war es letzte Woche, da hat es irgendwann einmal einer geworfen und mir gedacht, weißt du was, das ist der mir nächste Woche, das habe ich da schon gewusst. Dann hat mir gedacht, habe ich so geschaut, tut man da. Nimmst einen Truck fast, kann man da theoretisch von Mingen nach Berlin fahren. So 14 Stunden lang. Deren das leid. Zweite Frage, haben die noch ganz sauber? Wir haben ausgefüllt. Ohne Scheiß. Ich hab gemeint, ich sag nicht richtig, wie ich auf der Steam-Seite geschaut hab. Ich hab dermaßen Landi-Vibes, weil es einfach irgendein geschissener Lastwagen und irgendeine ultra krasse Scheißmuse. Was soll das denn? Soll mal wieder probieren, was passiert, wenn man Doom-Muse drüber legt. Limsepp, alles klar, ich vergessen, dann jetzt es fucking hör auf damit, das war merci dir. Firestown! Kann was werden, da Birger im LKW auf einen geilen Stream Grüße aus. Also wie wir ja alle wissen, bin ich professioneller Rückwärts-Einparker mit Anhänger. Das habe ich studiert. Jahrelang. Firestown, das ist immer noch 2, das war am Montag schon 2, das ist immer 2, merci dir. Baltimore, habe gerade und einen schönen Gruß an alle Lastwagenfahrer-Kollegen. Spain Lastwagenfahrer, Spain, die das dann, wenn sie fertig sind, mit Lastwagen fahren. Ist das so? Kann man das dann... Also ich werde mir das so, ich bin vollkommen neutral. Also ganz ehrlich, ich gehe da nicht schon mit einer Einstellung erst mit, ja gut, Lastwagen fahren, fick dich doch. Ich möchte es wirklich wissen, es ist ja ungelogen. Steht, alle Rezensionen, alle Bewertungen, und das ist nur Steam, ich schätze mal, das Spiel gibt es woanders noch, also das kann man wahrscheinlich auch so, was weiß ich. Erstens habe ich nicht gewusst, das Ding ist von 2012. Es ist so alt wie, fast so alt wie Skyrim. What? Und ich so, was? Ist mir aufgefallen, wie ich es mir heute gekauft habe. Herzlichen Glückwunsch. Und was mir aber vorher schon aufgefallen ist, 652.375 äußerst positive Bewertungen. Das sind doch Troll-Reviews, oder? Gibt's ja nicht. Ja, na, hau ab! Gott sei Dank. Gott sei Dank, Timmy Boy, dass du es nicht verstanden hast. Sehr gut. Come on, Chef, rückwärts fahren. Oh, wow, Leerzeichen, ich lese noch einmal. Klamiz im ersten für 25 Monate. So, die eigene Brut ist im Bett. So, das ist einmal Zeit geworden. Das ist auch die, du. Jetzt brauchen wir wieder eine Prise voll Birger. Alles eine ins Viech. Right in the mouth. Merci dir. Baltimore, auch merci an dich nochmal. Zitronenbam! Zurück aus Österreich. Jetzt leider deutscharm. Grüße aus Hessen. Ja, so wie mir die so schaut, wird es die nächsten 4 Jahre nicht besser. Ich sag das freiwillig, was ist. Ich sag's freiwillig, was ist die nächsten 4 Jahre mitgegangen? Ja, nicht ganz. An einigen Stellen habe ich Hoffnung, aber die habe ich schon einmal gehabt. Ja, aber ist wieder verworfen. Ja, weißt du selbst, über das unterhalten wir uns nicht mehr. Zitronenbam, merci. Lebensab, so lange ist Wochenende perfekte Zeit, um die 3 Witcher-Spiele zum Zocken. Wie bitte, du möchtest Witcher 1, 2 und 3 übers Wochenende durch, da wünsche ich dir viel Glück. Dass du nicht einmal ein DLC schaffst, das sag ich dir, wie es ist.
Blood and Wine schaffst du übers Wochenende nichts. Garantiert. So weißt du so jetzt. Aber wenn du anfängst damit, viel Spaß, die haben alle gut. Aber ja, das Einser habe ich selber auch nicht lang gespielt und nicht durchgespielt. Das 2 ist super und das 3 ist eines der besten Spiele jemals. Merci, die Batman! 150 für euch! Da krieg ich bei immer so 2. Hab denkt, heute kommt Expedition 33. Was ist da los? Expedition 3, eigentlich haben wir ja gesagt, das kommt Oblivion. Eigentlich. Dann habe ich mir gedacht, Alter, ich habe einfach selber keinen so einen Nostalgie-Effekt in Oblivion wie viele andere, die das jetzt wahrscheinlich spielen. Weil das an mir vorbeigegangen ist, wo das rausgekommen ist, hat es für mich nur WoW gegeben. Nur. Und da habe ich Oblivion, ja, ist nett, tu das weg. Geldgeiler Tracker-Mixer im Internet. Und der Combo so weitergeht, trotz Resub-Chat. Let's Play Lemon. Flo, merci dir. Timmy Boy, merci wieder. Oh, ich traurig. Ja, was ist davon? Batman, nochmal zurück. Dann habe ich kurz überlegt, ja, Expedition 33. Soll ganz gut sein, blablabla und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir angeschaut, das ist auch wieder so 30-Stunden-Schinken, den kriegen wir nicht fertig. Das ist erstens das Ausgeworfen fürs Geld, das spielen wir dann 2-3 Mal. Und ja, es schaut schon nicht schlecht aus, aber ich glaube nicht, dass uns das 30 Stunden so belustigt. Und das 30 Stunden, das sind ungefähr 12 bis 15 Streams, dass uns das so belustigt wie KCD 2 zum Beispiel. Da war KCD 2 wirklich ein Ausnahmespiel, das tue ich selten, dass ich 15 Mal hintereinander das gleiche spiele. Das war das letzte Mal bei The Last of Us und beim 1 und beim 2 so. Das ist mal nicht dauert eine Zeit, bis da wieder ein Spiel kommt, bis wir das nochmal machen. Momentan steht nicht recht viel auf der Liste, das muss man auch mal sagen. Also Doom natürlich, aber ansonsten schaut es dann bis zur Sommerpause schaut's schon wieder schlecht aus und nach der Sommerpause weiß ich ehrlich gesagt gerade auch nicht wirklich was. Aber gut. Lindsay, ja, zum Anfang halt, hat man das Bundle gekauft, da waren nicht alle 3 erst so. Ja, dann tust du wahrscheinlich sogar gut daran, wenn du wirklich mit dem 1 anfängst. Weil, wenn du das 3er erst anfängst, was ich trotzdem empfehlen darf, so wie das ist, dann hast du keinen Bock mehr aufs 1er. Das war bei mir genau das Gleiche. Marcel! Mir wird hier einen Monat, Kuss auf die Nuss. Birger, wird bei dir mein Beim aufgestellt, ja sicher, so du gemeint. Du Besucher, oder? Also dann, ja, aber vorher, ja, also natürlich wird bei uns ein Maibaum aufgestellt, ist ja klar. Also ich warte ja auf Blueprints, bin total fasziniert von dem. Da bin ich schon vorgewarnt worden, so dass das, glaube ich, für den Stream nix ist. Da geht in 2 Stunden wieder gar nichts. Jetzt tut er wieder so, als hätte man nicht genug zum Spielen. Ja, natürlich, also natürlich haben wir genug zum Spielen. Aber so richtig, ich möchte da KCD 2. Aber halt anders, nicht wieder KCD 2, ein DLC oder irgendwas, sondern so richtig, oder Last of Us 1. So ein 10-15 Stunden Ding, brachial gut, rein ins Viech. Da hab ich Bock drauf. Und ansonsten spielen wir halt den ganzen Tag Blödsinn, was tut man sonst? Schedule 1 ist super. Das können wir locker noch 2 Mal, vielleicht 3 Mal spielen. Bis dahin kommt Doom. Und irgendwas kommt noch. Irgendwas. Ende Mai kommt fucking Elden Ring Night Rain. Bruder! Da werden wir eine swiften, dass du sagst. Herr Skoff! Da war Hicke! Herr Skoff! Kurz auf den Nuss, welcome to the squad. Mir sind für die Mitgliedschaft. Ab in den Chat, habe ich den Skoff, wenn er mitmacht, dieser Kacknudel-Seppendepp. Herr Steiner! Aber den Trackermusch. Finger weg von meiner Musch. Floscheid, Last of Us 2 Remaster PC. Ich weiß nicht, ob du da schon da warst, aber The Last of Us 2 haben wir vor ziemlich genau einem Jahr fertig gespielt. So fast. Ich glaube im Februar vor einem Jahr haben wir damit fertig geworden. Wir haben extra eine Playstation ausgeliehen. Der Chef! Der Stream hilft mir gerade sehr auf andere Gedanken zum Thema, nachdem Freundin gestern aufgehört hat. Du, andere Manns haben auch schöne Dichter. So einfach ist es. So einfach ist es. Denkst einfach, Fotze, Blatt. Dann ist gut. Nicht gleich, das wird schon wieder. Das wird schon wieder. Allerwichtigste ist, andere Manns haben auch schöne Dichter und andere Dichter haben auch schöne Dipf. So schaut's aus. Manche Dichter haben auch schöne Mams. Das machen wir so. So. Ja? Aber so selbst ist. So, 10 nach ist! Wir hatten das wieder geschrieben. Der Maxi, hast du eine Uhr daheim? Bei mir ist nicht 10 nach. Weißt du nicht? Was da los ist? So, bitte Spiel sei einigermaßen gut, dass du mit 2 Stunden bespaßt. Bitte. Spielt man das mit Gamepad? Oder mit der Tastatur? Du, ich bleibe mal bei der Tastatur.
Schuster, bleiben Sie bei Ihren Leisten. Starten wir mal das Spiel. Schauen wir mal, ob es überhaupt startet. Keine Ahnung. Tipp! Sie können Ihre gespeicherten Startoptionen... Da habe ich nicht mehr fertig gelesen, ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Steiner! 1250, saubere Tracker, habe ich noch gelesen. Weiß nicht. So, 2 Stunden haben da gar nichts. Da werden wir noch schon sehen. Mit dem Lenkrad, ich habe kein Lenkrad. Ich spiele keine Autorennen jetzt. Brauche ich kein Lenkrad. Nein, Mama ist ein Lenkrad! So. Merci. Schalten wir um. Ja, was ist da los? Die super entspannende Musik auf alle Fälle. Kann man schon mal brauchen. So, jetzt werden wir da mal die Alerts ausmachen, weil ich im Stream Deck immer noch keinen Scheiß genommen habe. So, was haben wir da? Name, Birger.de. Kann ich da nicht, weiß ich nicht, GG einschreiben oder so. Wir nennen uns Birger, wir sind Cannabis-Hacks. Oh Gott, wenn die Maus, wenn ich schon. Die Maus, wenn schon wieder so geistig behindert. No, jetzt gar nicht. Was ist da ein Bild? Weil ich was auffüllen. Was tut jetzt mit meinem Ständer? Scrollen wir mal weiter, was das so gibt. Sehr gut, sehr gut! Seine Traum, was ist denn das? Gibt's hier was zum Essen? Was haben wir da noch? Schauen wir mal, was es noch so gibt. Das ist doch ein Typ, Alter. Was ist das? Hat das echte Leute? Hat das, weiß ich nicht, hat das irgendwie Trucker Babes von Kabel 1 oder irgend sowas? Oder wer sind denn die? Sag's einmal, wer hat denn die? Was möchte die? Möchte die Lastwagen fahren? Oder möchte mir die auf Tinder anblasen? Ich wollte... Was? Oh Gott, 3 Minuten in dem Spiel. Was ist der? What the fuck? What the fuck? Weiß ich nicht. Hast du 5 Teile gefressen, die Frau? Nehmen wir die andere wieder. Ja, da die. Muss ich mir so früh schon Daumen putzen. Ja, nicht können wir sagen. Du, die so wie nicht können wir sagen. Bevorzugtes LKW-Design. Wie? Der DAF! Das ist ein 313er DAF! Was ist ein DAF? Kenn ich nicht. Wieso ist der DAF? Nein, immerhin, die kenn ich schon! Iveco kenn ich auch. Ja, was bevorzugt das LKW? Gib mir irgendeinen schwarzen. Da ist ein Volvo ein guter. Ist das ein guter? Ich weiß nicht. Streitet euch einmal schnell eine Viertelstunde lang im Chat, was der beste Track ist. Sag's eben. Deswegen die vielen super Bewertungen. Spaß im Chat. Ja, ich glaube auch. Schaut am Morgen im Männer an. Iveco, Strahle ist der beste. DAF, Bier, Volvo, gut. Ja, ich seh schon, er hat lauter Experten. Ja, die nehmen einen schwarzen da. Nein, einen pinken mag ich. Gibt's einen pinken? Den gibt's wieder nicht. Sehe ich den überhaupt in dem Cockpit sitzt? Nimm einfach das Ding, was weiß denn ist, da mir wurscht. Firmenlogo. Schaut, dass ich doch nicht selber was aufladen kann. Da hat einfach einen Pimmel reinmachen, warum nicht? Die Musi ist aber fucking intens, Alter. Ja, das feiert, das glaube ich ist gut. Firmenname! Ja, Birges! Bang! Was? Sprache Deutsch, Kartenmodul Europa. Gibt's noch was anderes auch? Steam Cloud nutzen? Ja, passt. Da, erstellen. Lassen wir mal abhimmeln da. Was ist da? Bestätigen. Möchtest du das Spiel automatisch nach Spiele-Updates und Neuigkeiten sucht? Ja! Nein, ist mir wurscht, Alter! Was möchtest du? Spotlight-Bilder zulassen. Dieses Feature lässt dich online durch eine... Moment, die Muse leise, ich verstehe überhaupt nichts! Dieses Feature lässt dich online durch eine Reihe spektakulärer, von Hand ausgewählter Bilder aus World of Trucks blättern, die du für die Spielladesequenzen nutzen kannst. Wir brauchen was... Was für Auto viele Leute sitzen in einer Video davor. Boah, lecker, schau dir die, der ist geil. Hau mit dem Schund! Ja, wo ist noch? Weiterlesen. Other Physics Implementation. Geil. Wenn ich leider einen Haufen fahren und die haben dann physikalisch richtig. Oh Gott.
Möchtest du einen Internetbrowser öffnen und die ausgewählte Webseite? Nein! Lass mich jetzt einmal spielen! Lass mich doch in Ruhe jetzt! Nein! Oh, die Scheiße, was soll das denn? Grafikeinstellung Ultra! Alle! So, Audio, mach mal die Muse leise, ich hör mich selber kaum. Muss ich wieder mal abblenden, wie Vollgas irre. So, 10. Verstehe ich nicht. Ah. Besser. Sehr gut. So, Birger, Level 0. Das aktuelle Profil ist nicht mit World of Trucks verbunden oder das Spiel läuft im Offline-Modus. Bearbeite das Profil, um eine Verbindung herzustellen. Was? Leg mir mal Arsch. Karriere fortsetzen. Wieso? Ich hab noch nie gespielt. Driving Academy. Sollte man vielleicht erst mal ein Tutorial machen. Haben wir das einmal? Steuerungsmethode wählen. Tastatur. Maussteuer. Benutze Maus, um präzise zu lenken. Bist du Psuffer oder was? Wir tun so einen Scheiß. Machen wir so. Echte Automatik. Einfache Automatik. Ideal für Lenkräder mit Pedal. Das habe ich nicht. Sequenzielle Schaltung. Schalte manuell zwischen allen Vorwärtsgängen, Leerlauf und Rückwärtsgang hoch und runter. Hey, mit Sicherheit. Du kannst mir gerne haben, dieses Schalten anfangen oder was? Verwende nach links oder A, nach rechts oder D. Verwende nach oben W oder vorwärts nach unten und S. Das kriegen wir hin. So. Auch schon drin, nein. Haftungsausschluss. Die simulierte Fahrschule soll keine Es hat einen Grund, warum dieses Fenster aufgeht. Es hat einen Grund, warum dieses Fenster mit dieser Information sich öffnet. Ich glaube, das ist eventuell der Zielgruppe geschuldet. Diese simulierte Fahrschule soll keine realen Fahrstunden im Fahrerhaus ersetzen. Wir empfehlen dringend, eine Schulung und Prüfung bei einer anerkannten Fahrschule für LKW-Fahrer zu absolvieren, bevor du versuchst, in der realen Fahrschulen, die daran interessiert sind, unseren Fahrschulsimulator zur Ergänzung der Schulung im Fahrerhaus zu nutzen, können uns unter Academy, man so das jemals irgendeine Fahrschule da hat. Das hat mich schon interessieren. So, was haben wir da? Was? 31 Tutorials? Bruder, was? Stufe 3 kommt bald. Wie kommt bald? Space für 2012? Wann denn? Wenn ich mit dem Hagelstecker einloggen muss, oder was? Ja, machen wir mal. Wird schon passen. Truck-Auswahl. Wie viel... Benz. Da nehmen wir hin. Was ist das da? Das. Was ist das? Geht nicht. Weil mir sagt, du bist gerade im Fahrschulmodus. Du lernst alles. Ich brauche nicht. Raus aus dem Scheiß. Fortschritt wieder. Ja. Ich will jetzt da Karriere fortsetzen. Ich habe doch gar nichts da. Wo gibt denn Fortsetzen her? 31 Chapter des Todes. Um Gottes Willen. Deine Firmenzentrale. Ja, in Polen natürlich. Ja, wir haben Import, Export von Hehlerware. Wähle die Stadt, in der du beginnen möchtest. Was haben wir denn da so? Ja, Nürnberg, Minge. Ja, gehen wir halt nach Minge. Was hat man sonst? Was gibt's sonst noch? Du schmerzt so von ganz Europa. Ich hätte da Griechenland nicht dazu, oder was? Wir hätten auf Kreta anfahren. Das war was. Stefan, Birger, 26 plus, kauft sich jetzt einen LKW und fährt damit durch Landau nach der Ingame-Fahrschule. Natürlich. Das ist der erste logische Schritt. Stefan, merci dir. Rick, die haben wir sagen, merci für den Zwiegel. Firmenname Birgers Trans, Dino Bums. Birgers Trans. Ja gut. Wo fahren wir noch? Minga oder was? Doch, aber als DLC. Ja, okay. Lass ich mir eingehen, wenn man Kartenpakete als DLC verkauft. Ja, nehmen wir Minga. Freilich Auswahl bestätigen. Rainer, möchtest du... Wie lange dauert das Tutorial? Brauche ich das? Brauche ich das Tutorial? Hä? Nix Innsbruck, Graz, sonst irgendein Scheiß, aber das Tutorial braucht 20 Minuten. Das nehmen wir mit. Rein. Auswahl bestätigen, Hobby. So, jetzt aber. Oh, schon hin. Willkommen im Euro Truck Simulator 2. Weiter. Eingabe. Endlich hast du die Chance auf einen Traumjob. Das Fahren eines LKW. Bin mir nicht so sicher, ob das ein Traumjob ist. Oh, schon hin, der Olympiaturm und das Olympiastadion. Wo ist das BMW-Heisel? Das ausschaut wie Glogo in. Wo ist das? Mag ich sehen. Gibt's das Haus da? Weiß ich nicht.
So, deine eigene Transportfirma hat nun ihre Pforten geöffnet. Leider fehlt dir aber das Kapital für einen LKW. Bis auf weiteres wirst du da als Angestellter für andere Speditionen arbeiten müssen. Aha! Dein Auftrag, was ist da wieder los? Wolfreak, fuck, bin zu spät. Rimmel ist so hochgradig suchterregend. Habe dritt zusammen, habe dritt, ich weiß. Merci dir. Das ist A richtig und B falsch, abgesehen davon habe ich gar kein C. Dein Auftrag ist es, eine Ladung elektrische Leitungen für BCP sicher zur Entladestelle nach München zu bringen. Dein Arbeitgeber hat dich mit einer Zugmaschine ausgestattet und wird sämtliche Spesen tragen. Fahre sorgsam und sei pünktlich. Da ist! Wie? Scheiß Heisel in Minge! Best Heisel! Soll sich mein Hirn einbrennen. Oh, da hinten sieht man sogar die Allianz Arena schon. Das ist voll aktuell, das Ding. Hat es 2012 die Allianz Arena überhaupt schon gegeben? Weiß ich nicht mehr. Jetzt ist es aber verschwunden. Ja, anscheinend nicht. Jetzt ist es wieder ausgeklippt. So! Drücke E, um den Motor zu starten. Das weiße Kastel da hinter mir, ich lese euch vor. E! Okay. Oh, Alter, Maussensitive ist schon wieder jenseits von Gut und Böse. Beenden noch Optionen. Optionen, Benutzeroberfläche, Tasten und Knöpfe. Controller-Einstellung, wo ist denn... Maus-Sensitivity, wo? Gameplay. Zufällige Straßenereignisse, ja, rein damit. Ja, aber ich möchte Maus-Sensi möchte ich umstellen. Ist es vielleicht unter Tasten und Knöpfe irgendwo weiter unten oder was? Miau. No, da gibt es aber viele Tasten und Knöpfe, du. Die Map wird laufend überarbeitet. Dachte ich mir schon. Also wenn da so viel Leute spielen, das ist ja Wahnsinn. Oder Controller-Einstellung. Ich mag der Gamepad-Joystick, einfache Automatik. Da muss doch irgendwo ein Maus-Sensi geben, oder? Controller-Feedback, Controller, Getriebe, nur Tastatur, unbelegt. Wo ist denn das? Maus-Sensi, wo? Ich habe da kurz Lachtaste gelesen, dabei hast du Link auch gesehen. Gameplay, da wird es wahrscheinlich hier nicht drin sein. Okay, Audio, Grafik wird es auch nicht drin sein. Okay. Wo ist denn das? Nicht vergessen, obere Ganggruppen im Volvo EV nutzen. Du musst einen Gangknüppel umschalten. Ja, freilich. Allianz gibt es seit 2005, 6, weil 2006 WM in D war, oder? Das kannst du hingeflogen. Ein guter Punkt. Scrollst halt mal weiter im Gameplay. Scrollen wir mal weiter im Gameplay. Fahrzeugphysik, Stabilität, Federungssteifigkeit der Kabine. Kamera! Da! Rotationsfaktor, Lenkkamera. Ich kann's gleich mal auf 40 Jahre stellen, du Huren. Rotation, Bildkamera, physische, was haben wir da? Faktor der physischen Beeinflussung der Kamera bewegt, das werden wir dann schon sehen. So. Das kann nicht besser! Gut, dann müssen wir uns dran gewohnen. Dann müssen wir so mal. Da kommt kein Mensch rein. So, du kannst folgende Tasten verwenden, um den LKW zu bewegen. Viere hinter, fahre etwas vor und halte an. So, Gesamtlautstärke. Gleich mal auf dran, weil da kein Mensch am Seher nicht mehr wissen, ob sie das Ding zerrissen hat oder nicht. Audio. Gib ihm. 1G. Easy. Der Trockner, habe die Ehre. So, brrrt. Stehen bleiben. Es gibt noch weitere Kameraperspektiven, in denen du wählen kannst. Innenansicht 1, Verfolgeransicht. Oh ja, mit dem kann ich mit Sicherheit voll super einparken. Das wird spitze. Vogelperspektive. Oh ja, die kann ich brauchen. Warte mal. Oh, das fängt gerade piepsen, wenn man rückwärts fährt. Beim Anfang da ist piepsen, wenn es rückwärts geht. Nächste Ansicht 9. Okay. Wechsle zur Verfolgerkamera und begutachte deinen LKW von allen Seiten. Oh, da sitzt sogar jemand drin schon. Sitzt ich da tatsächlich drin? Ist das mein... Gibt's ein Christkindlmarkt-Level? Rob Delix, du Vollidiot. In jedem anderen Stream war es sofort aus dem Leben gehittet worden. Ich da und muss mich hier amüsieren drüber. So, wie lang muss ich jetzt da rundum schauen, bis das Tutorial weitergeht? Drücke Eingabe oder Eingabe ziehen oder so, um fortzufahren. Ja, okay. Dachansicht 4. Stoßstangenansicht 6. Hat man das in echt? Weiß ich nicht. Radansicht. Aha. TV-Ansicht. Ui, Siemens Luft TV. Mach den Pieps aus. Nein! Kostet nicht ganz Sprit. Nächste Ansicht. Ja, Hammer. Es wird Zeit, dass du eine Lieferung übernimmst. Verwende den Routenplaner, damit du weißt, wo du dich befindest und wohin es gehen soll. Um mehr zu erfahren, drücke F1 oder Pause.
Wieder aufnehmen, schalte UI-Spiegel um. Gottes Willen. Wenn das Spiel pausiert, kannst du den Routenplaner mittels der Maus bedienen. Du besitzt ein Navigationssystem namens Routenplaner. Da waren wir aber innovativ bei der Namensfindung. Das dir jederzeit zur Verfügung steht. Dieser gibt Aufschluss über deinen aktuellen Status. Hilft dir, ist das mein Navi da herunten? Okay. Fortfahren. Dein Status, momentane Geschwindigkeit, aktueller Gang, Schadens- und Kraftstoffanzeige, Müdigkeit, E-Mail-Hinweis, Uhrzeit und Kontostand. Inhalt der momentan ausgewählten Seite, Seitenumschalter, Wechsel zwischen Navigation, Auftragsbeschreibung, LKW-Zustand und Kurznachrichten. Das ist der Scheiß da herunten. So, da haben wir Navigation. Fracht, elektrische Leitungen. München BCB, Montag 8:22 Uhr. Also am Montag zwischen 8 und... das kenne ich irgendwoher. Wenn du irgendwelche Sachen bestellst, die größer sind und die werden mit dem LKW geliefert, da heißt es immer, ja, wir kommen am Montag. Ja, wann? Zwischen 8 und 8. Ja, was? Restzeit 4 Stunden 56, gell? Nächste Pause in 10 Stunden. Man muss ja Pausen machen. Ne? Auftrag abbrechen, natürlich nicht. Was haben wir da? Diagnose und Pannendienst. Schaden. Da werden wir, schauen wir mal, ob wir überhaupt ankommen. Kurznachrichten. Da haben wir einen Chat. Was für Chat? Kann man das im Multiplayer spielen? Das kann ich mir wiederum dann schon cool vorstellen. Genauso wie beim Landi. Wenn du Bock auf diese Spiele hast und spielst mit deinen Spätzchen und du kannst da wirklich so ein Transportunternehmen selber führen, nur einer macht die ganzen Aufträge so, die anderen fahren umeinander. Das kann dann schon ganz witzig sein, gebe ich schon zu. Aber ob das bis in alle Ewigkeit witzig ist, naja, mal schauen. Da haben wir 2000 Euro, da können wir einen Monat Pause machen. Was ist da los? So, Spiel unterbrochen. Was ist das da? Weiß ich nicht. Das ist der Gang, das ist Geschwindigkeit. Das ist wahrscheinlich das Benzin, das ist meine Müdigkeit hat's geheißen und das ist der E-Mail-Scheiß. Okay, was haben wir da? Die Navikarte zeigt einen aktuellen Standort als blauen Pfeil. Ja, das ist mir gerade noch klar. Am unteren Rand findest du einen Schätzwert für die verbleibende Strecke und Fahrt da. Wo? Da kann ich Foto machen, das ist wichtig. Wo sehe ich da eine verbleibende Fahrtdauer? Ich sehe da überhaupt nichts. Um durch die verschiedenen Zoom-Stufen zu schalten, drücke F5 oder aktiviere die Schaltfläche auf dem Bildschirm. Ah, das ist mal wieder. Müssen wir nicht weit fahren schon hin. Ja, so lassen wir es mal. So lassen wir es mal. Kommando Vollrasch! Jetzt wird 22 Monate. Hab ich dir bitte Zeit, was euch verpasst? Nebenfeld, ich bin am Lesen, Alter. Ich bin am Lesen. 5. Also mit F5 kann ich da durchschalten. So. Und dann wechsle zur nächsten Seite 0 oder F6. F6. Ja, haben wir alles schon gehabt. F7. Bla. Auf der Diagnoseseite siehst du, wie stark LKW, Auflieger und Fracht beschädigt sind. Die Fahrzeuge können in einer beliebigen Werkstatt, es gibt in jeder Stadt eine, repariert werden. Da schon. Der Schaden also ist sogar auch wichtig, dass du nicht nur fährst, weil dir so dein Geld kostet wahrscheinlich. Steckst du mal irgendwo fest, kannst du über das Menü Pannendiensteinstellungen einen Abschleppdienst rufen, der dich gegen eine Gebühr zur nächstgelegenen Stadt bringt und dir hilft, den LKW wieder zum Laufen zu bringen. Das ist alles, was du über den Routenplaner wissen musst. Du hast dieses Tutorial durch Drücken des Hilfe-Buttons jederzeit nicht aufrufen. Tutorial schließen. Benutze den Mauszeiger, um den Routenplaner zu bedienen. Haben wir alles schon gemacht. Jetzt tust du mal das Navi her. Dann machen wir mit Escape. Also alles ist richtig eingestellt und betriebsbereit. Folge der ausgewiesenen Route, um zum Zielort zu gelangen. Okay. Okay, so. Wir machen natürlich nur Cockpit. Ich muss da rechts aussehen. Macht mir da etwa die Schranken. Jetzt fahren wir erstmal rückwärts. Wie kann man rückwärts schauen? Ich sag doch nix. Da brauchst du mir nicht verzeihen, dass die Rückspiegel in der LKW so ausschauen. Sag kein Mensch irgendwas. Ja, das ist doch... Oh, bin ich quasi schon gefahren, sag ich das richtig? Warte mal. Wir scheinen gleich wieder den ganzen Lastwagen an. Oh, ich bin schon gefahren. Hey, der Anhänger ist vorher da nicht gestanden. Halt bloß dein Fotzen. Da, rückwärts. Weiter aus dem Fenster drehen. Achso. Aha, schon hier. Sprenge, wie viele Stunden haben wir da schon wieder? Okay, so. Bis ich vorwärts. Jetzt meine ich, jetzt schlagen wir mal rein, wird Sau. Und dann beten wir, dass wir in einem Zug da rauskommen, weil sonst können wir gar nicht raussehen. Da. Renn, Motherfucker. Langsam. Ja, das Ding gibt keine Vollgas geben. Du hast dir. Sag mal. Krieg ich meinen Radstand irgendwo? Da bin ich nicht im Quell, muss nicht. Da kann ich blinken. Hinten am Radstand aufgehauen. Hat keiner gesehen. Mach doch mal das Fenster da rechts aus, damit da keiner was sagt. Gibt's einen Fußgänger? Muss ich da schauen? Das ist ja kein G. Du? Dann müssen wir rechts. Ja, gut. Mal. Oh. Wieder einen Randsteuer wegen mitgenommen, aber das passt schon. Ja, schon her, kriegen wir schon. Da.
Wo müssen wir hin? 4 und links. Kriegen wir. Muss ich an der roten Ampel stehen bleiben? Weiß ich nicht. GTA hat eigentlich früher immer am meisten Spaß gemacht. Ich bleibe jetzt da stehen. Weiß es ja so gehört! Ja, eine Vorbildfunktion. Schalte ich schon um auf Grünhofe. Also ein Spezi von mir hat mit dem als Hängerschirm gelernt und recht viel mehr muss nicht sagen. Okay. Da, wir müssen noch geradeaus. Gib Gas jetzt. Michael, lieber Michael. Schumacher. Oh, wir haben eine 50er-Zone. Kriegen wir eine Strafe, wenn wir schneller fahren in der 50er-Zone? Gib Gas! Düt. Warte mal. Soll ich nicht die Leertaste drücken? Ist das Handbremse feststellen? Oh. Upsi. Die Hose kaputt gegangen, ich weiß nicht. Müssen wir wieder rein? Die nächste erst, oder was? Wie hat man F5? Ah, jetzt schon, ja. Gehen wir und schauen. So, wir können blinken! Blinken möchte ich! Da müssen wir mir rein. Rückspiegel, kommt keiner. Ich fahr. Ich darf jetzt fahren. Da. Oh, wir haben beim Ikea. Wo müssen wir hin? Darf ich da durch? Nee, du bleibst stehen. Ah, schau hin. Geil war es halt nur, wenn ich aussteigen müsste. Ich muss in so eine kleine Kabine rein, wo jemand drin sitzt, muss ihm sagen, wer ich bin und so, dass man da so ein bisschen Papers, Please draus macht, war eigentlich witzig. Ja, das erste, was mir einfällt, random fährt auch mal eine Polizei an dir vorbei und wenn du schnell bist, gibt's eine Geldstrafe. Die Huren, die Dreckerten! So, wo müssen die? Wir haben ja noch lange nicht da, oder? Wo fahren die irgendwie umeinander? Wo fahren die da umeinander? Kann man das Navi eigentlich einmal? Das braucht so viel Platz. So, dann bleiben wir stehen da. Ah! Da Mann, müssen wir noch mal zurücksetzen. Piep, piep, Motherfucker, ist hinter mir, ich sag nix. Ich sag nix, da müssen wir ein wenig ausholen, weil sonst bleiben wir am Hause hängen, das ist glaub ich. Ü und Plus sind standardgemäß Blinker. Juma! Probieren wir. Easy. Ü und Plus. Reagieren da auch die NPC-Karren drauf? Dass dann nicht links einfach irgendjemand, was weiß ich, umeinander fährt wie ein Behinderter? Oder ist das bloß der Schönheit halber? So, jetzt kehren wir mal aus. Schauen wir, was passiert. Ja. Kein Dunst, was ich hier mache, aber wir werden schon sehen. Pickle Ricky schreibt Nope. Ja, schade. Du brauchst doch mir nicht verzeihen, dass ich da... Achso. Da ist ja Garda davor, ich muss ja gar nicht dahin drehen. Oh. Nicht zu weit rückwärts fahren, das haben wir im Land gelernt, dass das nur schlecht ausgeht. Lassen wir es so. Da was, da kommt nichts. Da rechts kommt auch nichts. Haben wir schon drin. Nix über den Haufen gefahren. Wir fahren wir nicht einmal an, Kinder. Nicht einmal fahren wir mich an. Da, Gas geben. Vollgas, Lebergas! 50 in der 3. Oh, nicht schnell fahren. So, blinken. Oh, ich stehe ein wenig. Hoppalazzi. Stehen bleiben! Nee, das ist rot. Kannst du nicht über... Was ist? Oh, hinter mir kommt er nicht. Ich werde schon umeinander pulvern, dass du sagst. Was sagt die Ampel? Das ist wie nicht. Das ist einfach wie nicht. Wo anfahren ist gleich da hopfen? Ja, nicht gleich so krass. Oh, Entschuldigung, ich hab geschlafen. Bleibe gefälligst drin. Da. An. Alter, was soll denn das von Starken gehen? Oh. Bremsen. Okay, haben wir schon da. Warte mal, wie schaut's denn hinter mir aus? Oh, das schaut nicht gesund aus. Oh, da ist grün. Der grün, gib Gas! Oh, schön, dass sich der Blinker auch von der Lore wieder ausschaltet, wie man eingelenkt hat. Schau hin. So, jetzt mal so was. Dann brauchen wir einen Blinker. Da müssen wir mir... Nein, brauchen wir noch nicht. Entschuldigung, hab mich verblinkt. Entschuldigung, ich habe mich verblinkt. Und... Kann man da ein U-Turn-Healing mit der Handbremse? Weiß ich nicht, werden wir später mal ausprobieren müssen. So, Blinker. Gas. Hinter mir kommt nix. Aus dem Bumsloch. Oh, wir fahren direkt zum BMW-Werk, möchte ich sagen. Was ist denn das eigentlich? Weiß das jemand? Was ist denn das eigentlich? Sind das nur Bürogebäude oder wird da was gebaut? Halt, stopp, was?
Fahre zum Eingangstor, dort erhältst du die Freigabe, deine Fracht zu einem bestimmten Punkt auf dem Terminalgelände zu fahren. Achte auf dein animiertes Zeichen, das den Haltepunkt für deinen LKW zeigt. Jetzt könnte ein guter Zeitpunkt sein, um den Kartenmaßstab des Routenplaners anzupassen. Ja, auf Vollgas nah, halt. Das ist nicht immer, wieso nicht immer Vollgas nah, das geht immer. Links einhalten kann er auch nicht. Nein! Ich wiege mindestens 38. Das war knapp. Das war knipplig. Lalalala. So. Wie haben wir das jetzt? So. Hast du am Terminal einen Entladeplatz gewählt, dann parke den Auflieger. Genau. Einige Terminals ermöglichen dir eine Wahl eines einfacher zu erreichenden Alternativplatzes. Bringt weniger Erfahrungspunkte. Im Fall von Problemen ist ja auch jederzeit die automatische Aufliegerplatzierung möglich. Eine rechteckige Fläche wird auf dem Boden hervorgehoben, im Routenplaner als Aufliegerstellplatz markiert. Ja. Ist der Auflieger richtig positioniert, erscheint eine Mitteilung und der Auflieger kann von dir abgekuppelt werden. Okay. Jetzt schauen wir erstmal. Muss ich den da einfach irgendwie draufstehen oder was? So, das machen wir jetzt so. Scheiße, haben wir schon so weit, dass ich rückwärts fahren muss. Wie lernt man das aber auch am besten? Ich weiß überhaupt nicht, wie sich das Ding verhält. War die falsche Richtung. Das habe ich schon gesehen. Warte mal, wie machen wir das jetzt am geschickten? Haben wir schon. Es muss gelingen. Eingabe. Was? Aufliegerlieferung. Ein geübter LKW-Fahrer kann auf engen Raum rangieren. Ja, ich nicht. Wenn es gilt, einen Auflieger zu parken, dennoch hat die Unversehrtheit der Ladung höchste Priorität. Fühlst du dich unsicher? Einige dich mit dem Disponenten auf eine Alternativen. Sorry, ich bin gerade in Eile. Na, das haben wir natürlich nicht. Auf Nummer sicher gehen, wo willst du die Ladung stehen haben? Probieren wir die schwere Variante. Es kann nur gut werden. Nehmen wir. So, da sind wir und da müssen wir. Oh Gott im Himmel. Probieren wir es. Fahre zum Verladebereich, fahre zu dir auf der Karte gedingsten Dings. Kann ich da vorne umfahren? Ja, probieren wir. So, probieren wir es. Oh. Okay, das Ding ist echt ein bisschen schwer zum Bremsen. Uppala, mein Fehler. Was mich jetzt zum Beispiel interessieren hat, ist, haben wir da schon Schaden? Solange kein Schaden nicht angezeigt wird, ist auch nichts passiert. Fotzen halten. Topf 1, deine Mama hat einen Topf. So. Nehmen wir wieder durch. Ah, ich seh nix. Ja, jetzt. Oh, jetzt wird's lustig. Warte mal, das müssen wir jetzt so machen, glaube ich. So geradeaus zurück, wie es geht. Ja. Einfach nicht, der darf einfach nicht ausbrechen. Das ist das Allerschlimmste, was passieren kann. Dann weiß ich nämlich nicht mehr, was zum Tor ist. Da, jetzt. Kameraführung ist schon wieder unter aller Kanone. Ja, weiter ausholen. Nicht an der Mauer auffahren. Wie machen wir das denn eigentlich so? Geht gleich viel besser. So, wie soll ich denn das machen? Sag's ihm! Wie soll ich denn das machen? Um Himmels Willen! Ich brauch Tipps aus dem Chat. Wo sind die Pro-Gamer? Wo ist der 5000 Stunden ETS 2 Günni? Der jetzt daheim sitzt und sich einen wichst, dass er das da easy einpackt. Aber wenn man dann fragt, hey, wie viel ist ein 8x3? Muss das Handy ausholen. Ist eigentlich einfach. True Story, in echt sind die Straßen im Werk auch sehr eng für Sattelzüge. Musst du lenken so, dann lenken so, passt, easy. Das ist einfach. Ja, dein Mom ist auch einfach. So, das ist die falsche Richtung. Machen wir so. Da muss ich mir jetzt spenden damit, das hilft nicht. Ich habe keine Ahnung, ja, so funktioniert es auf alle Fälle nicht. Das sehe ich von da schon. Mann, ich müsste mal ein bisschen weiter, jetzt warte mal. Ein bisschen weiter so her. So, wir bringen den Scheißdreck jetzt da links um. Dann muss ich da so einlenken. Ja, ich meine gerade nicht. Das ist genau das. Ich muss einfach genau so anders lenken, wie es mir hier einbaut. Mein Meiker, lenken. Toller Tipp, mein Meiker. Hey, weißt du, wenn du nicht stirbst, schnauf einmal. Ich glaube, wir sind bis um 10 Jahre an dem Werk. Das kann gut möglich sein. Die Kamera ist aber geistig behinderte Scheiße da. Wie war das von oben gleich wieder? Na, das wollte ich nicht. Was sind das? Fahrzeugeinstellungen, Sitzeinstellungen. Hau mit dem Dreck! Achso, das war auf 1, 2 und 3. Nochmal, da sehe ich halt meinen Arsch hinten nicht. Ah, bin ich rückwärts vor schon. Warte mal, das müssen wir jetzt ja, das ist genau die falsche Richtung. Jetzt warte. So. Ja, stopp. Und dann lenken wir jetzt einfach mal in die andere Richtung.
Das ist für mich das bämische Dörfer. Ich habe keine Ahnung, wie man das Ding da hingelenkt kriegt, aber ich probiere es jetzt einfach einmal. Ja. Irgendwie werden wir das da scheiden, meine Freunde, das Ding. Wie kann man das Ding fahren? Das ist für mich Raketenwissenschaft ist das. Natürlich mache ich eine ein. Oh ja. Besser. Ja, besser. Ja, jetzt müssen wir wieder ein bisschen... Ja. Stopp, ja, wir haben total daneben gezielt. Ja gut, müssen wir noch mal 4. Also, nehmt euch heute schon mal eine kalte Halbe. Das wird richtig gut. Links umziehen, jetzt links lenken. So, warte mal, jetzt machen wir das mal ganz anders. Ich muss weiter ausholen. Weiter ausholen. Da ich halt gerne hintere schauen können, gell? Ja, so ist das nix. Wieder 4, jetzt warte mal. Ja. Wieso? Das sind die Sachen, die verstehe ich nicht. Ich bin doch da jetzt gerade drin. Wieso fängt der das Einschlagen an? Macht überhaupt keinen Sinn. Hat man da 2025 noch nichts Besseres erfunden als diese Scheiße da? Hey, ich bin kurz rückwärts gefahren. Anhänger macht zu. Oh, nicht weiter davon, nicht. Ich verstehe nicht. Verstehe nicht. Na, verstehe nicht. Völlige Behinderung. Kriegen wir schon, wenn es das Letzte ist, was ich heute tue. Kann das Letzte sein, was ich heute tue. So, ich bin jetzt absolut gerade. Sehr gut. Lass mich schauen. Wieso legt denn das Ding jetzt ein? Ich tue überhaupt nichts. Konzentration, Birger. Kriegen wir schon hin. Mal ein bisschen so. Das ist schon mal, wir haben schon mal nah dran. Muss man noch mal ein, zwei Korrekturzüge hinten noch hin. Das wird schon. So, jetzt weiß ich wieder nicht mehr, wie ich rum. Doch, weiß ich schon. So, lassen wir mal so. Und jetzt einfach geradeaus hindrehen. Ich glaube nicht, dass mein echtes Ding so einpackt, aber ich bin sehr nah dran. Das kriegen wir schon noch. Ja. Nochmal, Kamera nach unten zeigen. Stärker einlenken. Ist das okay so? Da steht ausgezeichnet! Ich möchte von einem Scheiß überhaupt nichts lesen und hören! So schaut's aus! SimXP habe ich gekriegt. Hat das jetzt? Hat sein Kosten gekriegt? 40? Oder 45? Wenn ja, da hätte ich einen Bürger gern mit Arm singen, lull. Was? First try, bitches. Ja, der hat Trabplatz verstanden. Der ganze Rest hat absolut keine Ahnung. Absolutes Pro-Game. Ja, sagst du das, Bernie? Der Bernie hat Ahnung. Tizian hat Ahnung. Rest, Ahnungslose. Animal Salt hat auch Ahnung. Timmy Boy, ja, wenn man richtig einpackt. Dein Mom ist einpackt. Ja, gut. Oh. Das ist also meine Firmenzentrale. Herzlichen Glückwunsch. Müssen wir mir da gleich am Anfang umeinander rangieren? Eine sehr schlichte Garage, nichts Besonderes, aber immerhin einen Anfang. Leider hast du noch nichts, was du dort abstellen könntest, deshalb kannst du ja auch keine LKWs sehen. Ja, aber was soll ich machen? Hast du erstmal genug Geld verdienen, dir eine Zugmaschine gekauft, so kannst du dich frei bewegen und ich hätte gerne mal so einen kleinen Fiat, weiß ich nicht, mit einem kleinen Anhänger hinten, so ein Scheiß. Viel Glück.
Feature freigeschaltet. Wähle deinen nächsten Auftrag. Besuche schnelle Aufträge. Dann nehmen wir doch einmal einen schneller, du. Hätte ich gesagt gehabt. Gottes Willen, was denn das ist? Transinet. 3680, das scheint mir alles wie lange dauern, der Bums. Angebot läuft ab in 4 Minuten. Was ist denn das da? Ach, das ist die Seitenschaltung, ich verstehe. Ja, keine Ahnung. Von Minga auf Stuttgart, von Minga auf Salzburg. Das hört sich doch gut, aber da kriege ich bloß 14,50 € pro Kilometer. Spinnst du ein wenig oder was? Minga Nürnberg, da, hier. 18 €, den nimm ich. Leere Fässer, 14 Tonnen. Oh. Ja, wenn schon Scheiße da mit Schwung. Was heißt das da? Kombis. Standardlieferung. Müssen wir mir da jetzt in Realstrecke nach Nürnberg fahren? Das ist aber nicht dein Ernst, oder? Wir fahren da jetzt nicht 2 Stunden und 45 Minuten, oder? Nein. Oder? Oh, wir können aber auch nach Linz. Hat so ein Österreicher um, von der wir kein Geld nicht! Hilft dir nicht, Auftrag annehmen, ich nehme jetzt einfach an, da, hier, Kathode. Das nehmen wir. Schnelle Aufträge, rein damit. Hey, ich brauche gar nichts da, da sitzt er direkt wieder in dem Bumskorn drin. Ja, dann, haben wir nicht lange umeinander, los geht's. So, wie lange ist unser Anhänger? Warte mal. Ach du Scheiße. Ja, das werden wir schon irgendwie hinkriegen. So, bevor wir nur so. Also beim Einparken rückwärts. Du kannst wieder schießen gehen. So, raus aus der Bude! Vollgas! Das passiert eigentlich nicht, wenn wir so. Handbremse ziehen, ja. Entschuldigung. Mein Fehler. So, müssen wir hier aussehen, links blinken. So, da muss keiner einer, das hab ich schon gesehen. Da sieht man aber gut aus, nach links. Kommt damit, bei der Start wegschneiden, was ist denn das wieder? Ich fahr jetzt einfach aus, ey, komm jetzt. Machen wir sowas wie Hupen? Weiß ich nicht, Digga. Oh, weiter ausholen, nicht, dass die können die Dinge umkippen, ich weiß es nicht. Wir werden sehen. So, wo müssen wir dann hin? Da müssen wir nach links. Dass der Sprenger nicht schimpft, können wir uns gleich mal links einordnen. So, Achtung, sogar mit kurzen Blinker. Oh, ich sehe links hinter mir nichts. Ja, passt. Passt. Das war vielleicht ein bisschen sehr schwungvolle. Da, haben wir schon da. Ein ins Viech! Was sind denn die ganzen kleinen Punkte da eigentlich? Ich hab keine Ahnung. Hi, Suppe! Jetzt hier über der System Overload Error. Oh, blinken! Okay, die nehmen die Hand. Du, die nehmen die Hand. Ja. Und dann müssen wir rechts im Kreislauf für den Bus. Also mir wird auch in-game wird mir auch angezeigt, wo ich hin muss. Na gut. Oh, falscher Blinker. Entschuldigung, ist da hinter mir was? Nein. Oh, fahr mir nicht so schnell in die Kurve rein, bist du besoffen? Nürnberg, A9, los geht's. Warum bist du eigentlich nicht in der Mitte vom Bildschirm? But why? Ich war noch nie in der Mitte des Bildschirms. Oh, da fahren wir jetzt aus mit 180. Mit 182! Ja, mit dem Gamepad ist das Lenken dann doch leichter. Seh ich was, oder kommt keiner! Passt schon! Rauf! Die Pfeile sind Barrieren, da kann man nicht durchfahren, okay. Ist wahrscheinlich aber auch hauptsächlich ein optischer Indikator, dass du nicht nur auf das bescheuerte Navi da schaust. Ich fahr dermaßen weit rechts. Oh. Beschränkt auf 80! 182! Da, kommt da was? Nein! Vollgas, Lebergas! Müssen wir überhaupt hier schon geradeaus? Ja, wird schon passen. Der Ellbogen! Aber die ersten Ellbogen. So. Nein, es ist ja mit der Tastatur. Ich meine, du siehst es ja selber, wie das Lenkrad dann gleich so als Zucker anfängt, wenn ich mit WASD lenk. Dass es natürlich nicht so weich geht wie mit einem richtigen Lenkradl. Das ist mir schon klar. So, wir sind mal hier Vollgas unterwegs. Jetzt werden wir noch einmal, wie weit haben Das ist schon weit. Ach du Scheiße, hoppala.
Blinker aus! Ich hab nur sicherheitshalber nochmal links, rechts blinkt. Ja, das darf ich mir gerne auf die Maustasten legen, scheiß Blinker, und nicht da auf die Tastatur. Darf man überhaupt so schnell fahren? Ich weiß es nicht. Wie schnell fahren wir? 90. Darf man mit dem Laster überhaupt 90 fahren? Weiß ich nicht. Mit Bullen kämen, bremse ich schon. So. Und das ist jetzt... Machen wir ein Radio oder irgend sowas? Machen wir ein Radio, immer Podcast hören oder keine Ahnung was. Da, der Staudio hat genau dieselbe Idee. Gibt's ein Radio? Hoppla, ich bin kurz ausgeschert. Entschuldigung. Ja, ist mir wurscht, ob man bloß 80 fahren darf. Also steht dort, dass man bloß 80 fahren darf. Gibt's da sowas wie nicht Standgas, sondern der Autopilot? Geil, da haben sogar die Kanten, ich glaube die Glasscheiben sind auch echt. Kannst sogar echte Sender hören. Ja, wo? Du musst mir sagen, wie? Nicht einfach, ja, gibt's, aber wo? Wenn sie es bleibt, er mir auf der Autobahn schon steht, das ist ja wurscht. Du, das ist ja wurscht. Radio mit R. Bitte schau in der readme.rtf im Euro in deinen Dokumenten nach, um zu sehen, wie man eigene Musik und Radiostreams hinzufügt. Ach du Scheiße. Das sind wahrscheinlich irgendwelche geclaimten Sachen, oder? Machen wir ganz leise. So! That's the game, oder was? Ja gut, schauen wir mal, wie lange uns das bespaßt. Homer Simpson als Trucker, Autopilot. Ich hätte gerne einen Autopilot. Dann scheiß Tempomat. Tempomat hat jeder. Ich mag einen Autopilot. Ich hab schon so gemeint, wie ich gesagt hab. Was ist denn der Gang A12? Oder lass der 12 Gang. Bitte einen Abstecher zur Drachenschanze. Kann man da hinfahren? Gibt's da halt schon? Oh. Na, wir haben schon richtig. Oh, da ist 100. Ist da 100? Da ist 60. Oberbremsen. Haben wir schon drüber. Wahrscheinlich kriegt man mehr XP, wenn man nach Regeln fährt. Gibt's ein Tempomat? C ist Tempomat. Das heißt, wenn ich C drücke, fährt er einfach mit der Geschwindigkeit weiter, oder was? Ah, schau. Jupp, 12 G. Ja, das war jetzt übrigens eine Gaudi-Frage. Oder Laster wirklich 12 Gang? Ich bin noch nie in einem Laster gesessen, weil ich es wissen. Ein Laster hat 12 Gang! Ein Autopilot gibt's nur bei Autos. Ich hätte gerne einen Lasterpilot. Andere Sache, ich bin schon enttäuscht, dass du keine Trucker Cap hast. Ich bin nicht enttäuscht, dass ich Gott sei Dank nicht mehr eins hab. Gibt da 16er. 12 Gänge, aber obere und untere Gruppe. Keine Ahnung, was das bedeutet. Gib Gas, lieber Michael Schumacher. Gib Gas. Da braucht man zuerst nichts mehr dann. Da nicht mehr Gas geben. Aber bergab geht er ein bisschen schneller, wie der Tempomat eingestellt ist. Sehe ich irgendwo, auf was der eingestellt ist? Auf 59 ist er, glaube ich. Aber jetzt können wir wieder Gas geben. Machst du mal Tempo 80. 80 Sachen. Gut, Feuerwehr fährt vorbei schon hin. Schneit man ja nicht, weiß das was ist. Da machen wir so. 80, Tempomat rein. Oh, das hat aber nicht funktioniert jetzt. Wo sehen ich? Ah, da ist der Tempomat da. Da ist eine kleine Leuchte. Müssen wir noch ein wenig Gas geben jetzt da? Also 78 müssen wir schon fahren. Um nicht zu sagen 79. Da, Rasthof, feucht! Muss ich mir rausblicken kurz. Schauen wir, ob die Rosi da ist. So, jetzt pass auf. Lass mal ausruhen ein wenig. Oh, Bullen. Ah! Tempomat eingestellt. Ich bin kein Millimeter schneller gefahren wie 80. Scheiße, haben wir in den Hosen. Aber so? Hey, für 13 Jahre jetzt spät? Schaut das gar nicht mal so schlecht aus. Muss ich jetzt einfach einmal so sagen. Und anscheinend sind die ganzen Tankstellen und so sind eigentlich mit sehr viel Liebe da so gemacht. Und die Autobahnbrücken und so. Und unbedingt jeden anderen LKW überholen, auch wenn du nur 1 km schneller fährst. Das ist sowieso. Das ist das Allerwichtigste. Ich bin jetzt schon ein paar Mal aus der Spur rausgeklinkt. Ich hab schon gesehen. So, jetzt weiß ich aber wir müssen jetzt da irgendwas machen. Müssen wir wieder aussehen? Oh ja. Entschuldigung. Langsam fahren. Nicht so schnell.
Aber ein bisschen stark bremst, glaube ich. Gib ihm! Grafik und so Sachen bekommen auch ständig Updates. Habe ich mir schon gedacht, dass das Spiel 2012 so nicht ausgeschaut hat. Das hätte mich stark gewundert. So, wo muss ich denn da jetzt hin? Ich habe keine Ahnung. Wird schon passen. Gibt so einen Rückspiegel. Ja, ja. Wird schon alles eine Richtigkeit haben. Nur mit 50. Kriegen wir, ohne dass wir einen Leitpfosten umfahren. Kriegen wir. Mein, mit der Tastatur lenken ist halt ein bisschen, ich weiß das eh. Aber gut, das kriegen wir schon hin. Da, wo müssen wir jetzt hin? Geradeaus oder was? Was geradeaus müssen wir? Was ist denn links? Gibt nix. Wird schon passen. Oh, schnell mal mir rausblinkt. Easy going. Gott, wie ich das Mingener Straßennetz hasse! Ich hab dermaßen die Flashbacks, dass alles jetzt spät ist! Aber dass alles spät ist! Da, gibt noch was, gibt nichts. Fahren wir einfach um da. Und mir wurscht. Blinke. Wo ist Blinke? So ein Humbug! So, jetzt kann man mal vielleicht wieder ein bisschen rauszoomen, damit ich überhaupt weiß, wo wir hin müssen. Das ist ein guter. So, Blinky. Warum nicht? Nur schon da hin. Oh shit, wo müssen wir denn da jetzt hin? Falsch eingeordnet. Naja, passiert die Besten. So, Blick aber auch falsch. Scheiß der Hund drauf. Es gibt einen Spurhalteassistent? Ja, muss ich doch überhaupt nicht irgendwas tun. Wo ist der? Lapskaus-Blinke? Oh. Ich hab noch schnell umgeblinkt. Ist da links? Ich weiß nicht, da wird schon keiner kommen. Das hat noch immer gut funktioniert. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, gell? Ja, schon passen. Haben wir mit da hinten mal in die Leitplanken eingefahren? Ich weiß nicht. Lapskaus. Herr Webi, 0815, so nicht, gell? Vergessen geht gar nicht. Oh, da hinten kommt was. Kommt da hinten was? Nein. Kommen wir einfach weiter. Müssen wir sowieso weiter runterfahren. Verfahren hast du die? Hab ich überhaupt nicht verfahren! Scheißdreck! Oh, fahr ich nicht in die falsche Richtung. Navi sagt, fahr da, also fahr ich da. Wahrscheinlich bin ich irgendwo falsch abgebogen. Ja, das finden wir schon wieder. Oh, müssen wir jetzt da komplett umdrehen, sehe ich das richtig? Ja, der hat einen Schmarrn gemacht! Deine Mama hat einen Schmarrn gemacht! Ausfahrt versammelt. Na gut, dann müssen wir nochmal von vorne, hilft eh nicht. So, er ist unser erster Kandidat, den wir mit einem km/h überholen. So, Birgit hoch, du hast die Ausfahrt verpasst, dann hilft es auch nicht. Dann müssen wir nochmal zurück aus. So. Langsam. So. Gibt da was? Oh shit, da gibt tatsächlich was. So. Vollgas, den da vorne überholen wir! Mit 0,4 km/h! Aber das geht ja dann im Spiel gar nicht, wenn das skaliert ist. Da habe ich ja gar nicht so viel Platz, dass ich den mit einem km/h überholen kann, bevor ich wieder abbiegen muss. Fahren wir da vorne wieder aufs Kreis auf und dann drehen wir wieder um. Das hilft eh nicht. Du, das hilft eh nicht. Da ist es jetzt wichtig anscheinend. Achtung! Ich sehe nichts. Okay, links. Oh, gibt da was? Nein, gibt nichts, passt schon. Jetzt geht's wieder zurück. Ja, das ist mir schon klar. Soll ich mitten auf der Autobahn umdrehen oder was? Was soll ich machen? So, Gas, geradeaus. Oder muss ich da oben? Was soll ich sich irgendeine Pause kennen? Gott, ich hasse diese Autobahnkreuze in echt auch. Wie scheiße! Wie scheiße hasse ich es! Oh, wir haben ein bisschen schnell, aber das ist mir wurscht. Wir müssen die Zeit wieder gut machen. Oh. So, und da geh ich wieder auf. Vollgas! Wieso schaut es denn hinter uns aus? Es war schon wieder Nacht. Und so lange braucht. Oh, abfahren. Ich muss kurz die Lage checken. Schaden 0%, falls überhaupt nichts! Hab ich mich jetzt wieder verfahren? So, jetzt aber geradeaus. Gibt da was? Da gibt nichts. Außen blinkt. Wird schon passen dann. Vollgas jetzt da. Bin ich da jetzt wenigstens richtig? Manuel, du kannst eh nicht das umdrehen. Dein Mann kann nichts umdrehen.
Ist schon wieder richtig, das wollte ich hören. So, jetzt aber hier Vollgas. Dann bin ich raus. Ja, wie soll ich davon ausgehen, wo ich hin muss? Wieso wird denn da hinter mir die Strecke nicht gelöscht? Also da müssen wir raus. Da müssen wir raus, Kinder. Aber da habe ich mich vorher verfahren, oder? Da bin ich links gefahren und wir hätten rechts fahren müssen. Kriegen wir hin. Rechts raus! Den grünen Pfeil noch. Leon, den. Aber sag's gar nicht. So! Haben wir schon unterwegs. Haben wir Bredelbrot, haben wir unterwegs. Das ist da vorne der DHL. Gleich weiß er, warum er zu spät kommt heute. So, Vollgas jetzt. Wie weit haben wir noch? 8 Kilometer! Schaffen wir easy. Haben wir was ist das für ein Turm? Ist das schon wieder der Olympiaturm? Müssen wir nicht nach Nürnberg? Ah! Müssen wir da aussehen? Ah! Was ist da los? Ist da was los? Da ist nichts los. Ich fahr. Entschuldigung, mein Fehler. Mein Fehler, ich hab mit Handbremse eingeschissen. So. Erster Aufenthalt in Nürnberg. Oh, das will. Oh Gott, wenn ich da wieder einrangieren muss, dann ist sowieso. Dann ist das Dream geworden. So, wo muss ich hin? Links. Linke. Oh. Grün kann man nichts Feinheits geheißen. Bis sie ausscheren. Wenn wir da nicht in die Leibplan. Cookie, Meister. Langsam. 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 Schaut, dass es keine Anzeige nicht gibt, in wie viel Kilometer, dass man nach links oder rechts muss. Damit ich da ein bisschen vorausschauen kann. Das ist kein gutes Navi. Kein gutes Navi. Kein gutes Navi. Nein, nein. Ja, Köge. Weiß ich nicht, gibt es einen größeren Tracker? Ich weiß es nicht. Gibt aber Navi-Ansagen. Volvo Navi ist nie gut. Beim Navi gibt es auch Sprachausgabe. Wie schaltet man die ein? Ich glaube, jetzt hole ich mir einen Tracker halbe, ist ja Stau. Oh, wir müssen links, Ist da hinter mir wo? Da kommt einer! Kannst du dich vorbeischleichen jetzt, du Huren! Oh, ist brav. Ich brav einordnen, dass der Sprenger nicht schimpft. Jetzt wird's eng. Wie lange braucht denn so ein Doppel-Last-Dingsbums, bis der in einer Spur ist? Das dauert 100 Meter. Ja, bis die geht noch. Easy. Easy! Blinken eigentlich die Autos vorne auch? Warte mal, sieht man das? Das vorne muss ein BMW sein. Da fahren wir, hätte ich gesagt gehabt. Ja, witzig ist schon irgendwie. Ich frage mich bitte nicht warum, aber irgendwie ist. Einschlagen. Und die Autos werden nicht erst warten, wenn ich da über die Straße mit muss. Wenn nicht, dann ziehen sowieso selig jetzt sind. So. Hinter mir nix. Oh, wir haben gleich da. Kinder, wir haben gleich da! Oh, muss ich da rein? Und das ist die erste Einfahrt, dann müssen wir. So. Blinker. Komm ich da so rein? Wieso macht noch keiner auf? Wieso macht noch keiner auf? Muss ich nicht da ohne fahren, ich weiß es auch nicht. Alter, das war aber jetzt haarscharf, gell? Hupen! Schon immer was geholfen, das ist richtig sprengen. So, noch ein bisschen. Und, ah! Fridokin! Geh aus dem KH mit der Franziska! Danke für heute! Ablenkung schwer vonnöten! Dank der Rechtsakrisch! Absolut nichts zu danken. Ich bin mir nicht ganz sicher, was da los ist, aber ich glaube GZ. Ein GZ ist da angebracht. Bin mir nicht sicher. Fridolin, Kuss auf die Nuss, merci dir. So. Bitte sagt's mir jetzt nicht, dass ich mit meinem Dings da vorne. Scheiße. Aber ich hab da so eine Idee. Wie wir dem Problem aus dem Weg gehen können.
Wir probieren es zumindest. Wie ich dann nochmal umdrehe, das weiß ich noch nicht, aber das finden wir dann schon raus. Oder durchfahren. Ja, tatsächlich. Kriegen wir schon. Stresst euch einmal nicht. Stresst euch einmal nicht, das kriegen wir schon. Ja? Man muss nur wieder ein Stupid if it works. Was der Zukunftsbürger wird mich schon wieder verfluchen, weil er irgendwann nochmal umdrehen muss. Kann ich nicht? Moment einmal. Jetzt pass mich an, kann ich abkoppeln? Dann da hinfahren und dann fragen, wo ich hinhaben will, dann koppel die wieder an und fahr weiter? Hey, geh doch den Hänger ab und fahr. Ja, das wollte ich gerade fragen, Klause! Soll ich schmecken? Ich hab 40 Minuten Pleite mit dem Spiel und du 48.000 Stunden wahrscheinlich! T! Absatteln! Stützen werden gesenkt, Leitungen gedreht, drücken die von 1000 Minuten anzukoppeln. Aha! Jetzt haben wir Barry, das muss ich mir vorher etwas sagen. So. So, Eingabe. Wo wollen wir hin? Wo soll ich parken? Oh leck, ich beherrsche alles. Nein, das beherrsche ich nicht. ich geb mir mal mit 20 XP ab. Mit 20. Nimm her das Ding. Fahre zum Verladebereich. Wo ist denn der Verladebereich? Ich weiß es nicht. So, jetzt müssen wir erstmal schauen. Der Verladebereich, ich bin ja eh schon fast da. Bruder, ich bin ja eh fast da! Wo ist der Verladebereich? Hab ich den durch Zufall... Das ist jetzt nicht einer Ernst, dass das der Verladebereich ist, oder? Und nicht den zufällig genau da reingestellt. Ah, das Ding hat so ein weniger ist wie ein Bus. Aufsatteln! So, und jetzt sagt er mal, wo ich hin muss, oder was? Ah, da hinten, hab ich mir schon fast gedacht. Hab ich mir schon fast gedacht, da unten ist daher wahrscheinlich. Haben wir schon unterwegs? Stellen Sie sich einmal nicht an, ich regel das von der Bürger Busen und Bums GmbH. Da, wo ist denn das Ding? Zwischen die ersten zwei, oder was? Also, so super genau ist das Ding aber nicht da. Wir sollen da reinkommen, wenn da unten drin steht. Um das Parken ist einfach zu überspringen und die Lieferung abzuschließen. Bonuspunkte für präzise Einbahn gehen verloren. Drücken Sie. Nein, die möchte ich natürlich nicht. Ist das super, oder was? Scheren wir jetzt so ein wenig aus und dann werden wir das Ding da schon reinparken. Was weiß ich nicht. Ja, langsam. Kein Gas mehr geben. Ja. Nicht an der Treppe anfahren. Nein. Ja. Ist sie noch? Und jetzt geradeaus. Oder? Und wir entladen wir? Darf das also passen? Oder muss es genauer sein? Kann ich das jetzt, wenn ich da jetzt absattel, gut ist dann als geliefert, oder? Ich verstehe nicht ganz, was wird dann grün. Bis halt 4 noch. Aufsatteln. Nehmen wir. Klasse Kameraansicht. Herzlichen Dank dafür. Was gibt's denn noch so? Das ist eine gute. Na gut, werden wir es so regeln müssen. Fragt es für Entladung bereit. Wir drücken T. Absatteln. Das ist präzise genug. Vorschagi! Haben wir bloß 4 Stunden braucht. Was haben wir gekriegt? Kontostand 3441 Erfahrung. Da schau ich, Level 2. Level 5 Enthusiast. Level 1 Neuling. Was bringt mir ein Level? Jawohl, wir! Siehst du das? Vorwärts einpacken geht schon. So, endlich fertig im Inventur. Also ich bin jetzt auch der Chef. Herr Dockner, Zeit ist 2. Ringo! Mess wieder Euro. Bürger, rasier die Taliban. Jetzt erst recht nicht. Bis August. Oh. Unverteilte Fähigkeitspunkte.
Du sammelst während der Arbeit wertvolle Erfahrung. Je mehr Kilometer du bewältigst, desto erfahrener wirst du. Dabei erarbeitest du dir Fähigkeitspunkte, die du einsetzen kannst, um deine Qualitäten als Fahrer weiter auszubauen. Daraus ergeben sich bessere Auftragsangebote, denn die Firmen wissen deine Qualifikationen zu schätzen. Sie bringen dir mehr Vertrauen entgegen und bezahlen dich auch besser. Was kann jetzt jeder ADR-Lehrgang, Klasse 1, Explosivstoffe, Fernfahrten, Lieferungen bis zu 350 Kilometer, hochwertige Fracht, zerbrechelt. Also meine Skills beim Fahren werden nicht irgendwie besser. Das Lenken wird besser oder irgend so. Das ist einfach nur... Ist ja scheißegal. Ganz ehrlich, wo man mir da hinskillen, ist ja wohl komplett wurscht. Vollkommen wurscht. Fernfahrten, wo es 5% höhere Vergütung für Lieferstrecken über 250 Kilometer. Ja, rein damit, ist vollkommen wurscht. Vollkommen wurscht. Neue Aufrüstteile verfügbar! So heißt es? Was heißt das? Ein Lampenbügel Mirage. Kann der zur nächsten Werkstatt navigieren? Na, mag ich. Muss in die Werkstatt rein und kannst du mich gerne. Na gut, dann werden wir wohl oder übel wahrscheinlich Convoy Lobby. Convoy Lobby. Beachte bitte, dass sich das Online-Spielerlebnis vom Einzelspielermodus unterscheiden kann. Elterliche Beaufsichtigung wird empfohlen. Es gelten die Datenschutzbestimmungen. Wenn du online bist, halte dich an unsere Verhaltensregeln und sei freundlich und respektvoll gegenüber deinen Fahrerkollegen, damit das Spiel für alle angenehm und optimal verläuft. Ja, sicherlich. Was man da so? Schnauzer schaut einfach cooler aus. Für deine Skills bist du selber zuständig. Sitzungen abrufen. Ach, geht es, wenn man einen eigenen LKW hat? Schade. Karriere, Fähigkeiten, Karriereentwicklung, Konvois, Navigatoren. Werden wir wohl noch so einen Auftrag machen müssen. Ich frage das jetzt einmal. War das Spiel? War dieses Spiel? Recht viel kommt dann nicht mehr. Ja, denke ich mal, ja, im Großen und Ganzen schon. Nimm einen Kredit auf, das ist ein Lampenbügel, Bügellampen. Ja, sozusagen, ja, im Großen und Ganzen, ja, was hast du erwartet vor dem LKW-Sim? Weiß ich nicht, dass ich meine Logistikfirma irgendwie, dass da ein Wirtschaftssimulationsanteil dabei ist oder so. Mitarbeiter einstellen, LKW managen, sonst ja. Das war halt eigentlich auch geil. Mit dem Radio wird der Nachschaussquad auch keine Freude haben. Es kann übrigens gut möglich sein, Herr Nachschaussquad, dass mit dem Radio da im Hintergrund der Teufel los ist. Ich soll der LKW-Fahrer sein. Ja, kommt noch. Ja, das geht. Kannst dann noch Fahrer einstellen. Ja, gut, aber das macht es gerade auch nicht fett, um ganz ehrlich zu sein. Was soll jetzt da sagen dazu? Ja, nehmen wir das beste Angebot an. Nehmen wir, jetzt hätte ich fast Brotsäure gelesen. Nehmen wir Bohrsäure! Fahren wir noch eine, ich weiß es auch nicht. Auftrag annehmen. Oh, sortieren wir nur noch Preis pro Kilometer. Verdammt, das hätte man noch machen können. Ja, stimmt. Hast du eigentlich recht. Da, mein Zeug habe ich abgelandet, oder? Nein, achso, ich habe jetzt direkt... Nein. Und das feit dann wieder. Eigentlich müsste der ja jetzt heimfahren. Gemütlich. Einen Anhänger holen. Vielleicht die Fracht erst irgendwo abholen müssen. Selber beladen müssen. Und so Sachen. Dann hätte ich gesagt, okay. Aber wenn das nur das... Also, man muss dem Spiel lassen. Fahrzeit, das schaut alles sehr immersiv aus. Ich weiß jetzt nicht, wie ich anders sagen soll. Ich habe vorher wirklich das Gefühl gehabt, ich fahre im Minger umeinander. Das ist gut gemacht, muss man sagen. Ob die LKWs da gut gemacht sind oder nicht, das kann ich nicht beurteilen. Das weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht wirklich für ja, aber wir kommen so LKW-narrisch sein, dass man in diesem Spiel 2000 Stunden verbringt. Das ist mir ein wenig, das geht mir nicht in den Schirr. Freunde der Sonne, wir machen diesen einen Auftrag und dann werde ich das Spiel zumachen und zurückgehen. Ich sag das werde ich nie wieder in meinem Leben spielen. Nie wieder.
Ich möchte es jetzt kaum nicht wieder falsch verstehen. Nicht wieder die Dreiviertel die Mannschaft da herin zum Warnen anfangen. Ich bloß weiß, dass du nicht kannst. Das Einzige, was ich nicht kann, und das weiß ich, ist rückwärts mit einem Hänger einpacken. Aber das lässt sich auch rundherum werken. Das ist egal. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Also. Das Einzige, wo ich mir vorstellen könnte, dass diese Konvoi-Geschichte einigermaßen Spaß... Wo muss ich überhaupt hin? Dass diese Konvoi-Geschichte einigermaßen Spaß macht. Was cool sein könnte, ist mit Radl, Gaspedale und mit Gangschaltung und einer VR-Brille. Oder so, vielleicht. Dann ja. Aber so ist das halt überhaupt nicht mein wieder da. Mir gefällt ein Autofahren zum Beispiel schon nicht. Ich fahre nicht gerne Auto. Und auch nicht oft, muss man auch dazu sagen. Hoppala. Ich glaube, das hat zu wenig Action für ein Bier. Ja, Action ist auch überhaupt nicht. Ich meine, ich spiele fake nur Strategiespiele, hat Kommandos für Action. Nicht wirklich. Muss ich da überhaupt runter? Sie haben Post. Interessiert mich Scheiß, da mein Navi wieder her, weil ich weiß, wo ich muss. Ein bisschen ausscheren, hilft nicht. Es ist nicht dein Spur, ist ja nicht schlimm. Ist ja alles Geschmackssache. Ja, also um Gottes Willen, ich mag da auch kaum das Spiel schlecht reden, aber für mich ist gar nichts. Und für das, was es ist und vor allem, weil es schon so alt ist, ich kann schon einigermaßen nachvollziehen, warum die Leute das so feiern. Warum man da aber 1000, 2000 Stunden, ich hab nicht einmal, ja doch, in IFA habe ich schon so viel. Es gibt einige Spiele, wo ich so viele Stunden habe. Das check ich nicht. Dass das so lang, so viel Spaß macht, dass du da 2000 Stunden und mehr reinwuchst. Das ist mir, da bin ich zu weit weg einfach. Da bin ich zu weit weg einfach irgendwie, was auch nicht. Weißt du jetzt auch nicht? Ist was nach einem stressigen Arbeitstag. Ja, gut, das stimmt. Da haben viele Leute natürlich dann auch keinen Bock nicht drauf, dass wir jetzt ein Counter-Strike spielen, wo ich alle 30 Sekunden in den Arsch gefickt wird. So, die überhol jetzt, du Arschloch, und schier einfach raus, aber es kann! Na, wenigstens vor der Hume. Recht hast, Glück gehabt. Blinken, brauchen wir nicht. Haben wir schon. Na, wollen wir uns zumindest noch einigermaßen aber jetzt da an die Verkehrsregeln halten. So, wir fahren 80. Ist der Tempomat drin? Weiß ich nicht, ich glaube schon. Die Brücke kenne ich irgendwie, da bin ich schon mit drüber gefahren. Rechts überholt. Scheißdreck, ob ich rechts überholt. Ich war vorher da. Er wollte mich überholen und ich habe einfach gesagt, nö. Oh, der hat ganz andere Hupen. Entweder man liebt das LKW-Fahren oder nicht. Ja, aber 650.000 äußerst positive Bewertungen. Das schüttelt sich nicht mal Elden Ring aus dem Handgelenk. Kann mal jemand nachschauen, wie viel Bewertungen Elden Ring auf Steam hat? Das würde mich schnell interessieren. Ich schätze 250.000. Ich sag 350.000. Und das war der absolute heilige Scheiße. Jeder spielt das. Spielt dann dieser jeder unsere kleine Schwester oder? 760.000 hat Elden Ring. Okay. Okay, dann bin ich schon wieder Start. Was haben wir noch so? Wie viel hatten Assassin's Creed Shadows? Was tue ich nie eigentlich? Ich drück die ganze Zeit auf Vollgas. Über mein Gas, Tempomat auf 80 gestellt. Los. Haben wir noch 170 Kilometer. Du, da fahren wir noch ein Stückchen. Assassin's Creed Shadows 17.000 positiv. Habe ich gerechnet damit. Also mit 17.000 habe ich jetzt nicht gerechnet. So ehrlich muss man sein. Aber mit positiv habe ich gerechnet, weil die Fanboys fressen alles. Die Fanboys fressen alles, aber wie viele Leute reden noch über Assassin's Creed Shadows? 5? Wie viele Spieler haben es? Helldivers 2 war aber auch ultra gehypt. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass 3-4 Monate lang ganz YouTube nur vom Euro Truck Simulator geredet hat. Und das war letztes Jahr mit Helldivers halt schon der Fall. Ein bisschen overbremsen. Gas geben. Konstant mit 80. 80 Sachen 80. Komm. Haben wir wieder irgendwann... Ah, da ist der Tempomat. Ja, passt. Dann nicht 85 gehen. Bisschen bremsen. Ja. So. Passt.
760.000, aber nur very positive Elden Ring. Ja, wer da eine andere Bewertung als very positive abgibt, ist ja geistig Behinderte. Gradlabort! Die Bewertungen kämen daher, wo deine 1000 Likes für Streams herkämen. Auch wieder wahr. Aber für meine Streams musst du in der Regel nicht 20 Euro zahlen. Und dann auf der Autobahn von A nach B fahren. Kannst aber auch YouTube 2012 nicht mit 23, 24 vergleichen. Das Spiel hat in den letzten 30 Tagen fast 8000 äußerst positive Bewertungen gekriegt. Das heißt für mich, in den letzten 30 Jahren haben 8000 Leute das Spiel gekauft. Da kratzen manche AAA-Games nicht hin. CSGO hat 8,7 Millionen Reviews und CS2 hat sie übernommen. Ja, Counter-Strike ist aber auch der Platzhirsch auf diesem Planeten. Neben League of Legends. Und vielleicht nur Dota. Hab von Anfang an gewusst, dass das nichts für die ist. Ja, ich hab gemeint, da ist ein bisschen mehr so. Ich weiß es auch nicht. Also mir war klar, dass wir mir bloß Lastwagen fahren von A nach B. Aber du fährst halt einfach behindert auf der Straße und das war's dann. Da muss ich schon sagen, da muss ich schon gescheit viel Bock auf einen Laster haben, dass ich das länger wie 10, 20, 30 Stunden tue. Ja, dass ein paar Aufträge mache, ein bisschen die Karriere durchspiele, dass ein bisschen die Loot-Spirale kickt vielleicht. Aber wenn das da alles ist, da kann ich zum Beispiel, pass auf, über was, wir hatten das glaube ich da geheißen, da haben wir auch ein Auto gefahren, da wo man sich mit der Seilwinden aus dem Träger rausziehen kann und so weiter. Wir hatten das geheißen, da kommt auch ein nice, das ist Roadcraft, das neue. Ja, da fährst du also durch Kletten durch, das ist ganz gut, Snowrunner, ja genau. Da fährst du im Prinzip ja auch noch umeinander, aber du hast ja diese Hindernisgeschichte. Das hat sogar mir Spaß gemacht so, weil sich das einfach cool anfühlt, wenn das physikalisch richtig gemacht ist, wenn du da durch die Letten durchfährst und dann die Spuren drin bleiben und so und dann kannst du da festketten und ausziehen und das ist alles physikalisch richtig. Und dann musst du Sachen bauen und ich glaube in Roadcraft, das kommt jetzt dann irgendwann, das habe ich auch auf der Liste, das können wir uns eigentlich mal anschauen, warum nicht. Und da musst du dann Strecken miteinander verbinden, du musst so Fahrzeuge benutzen zum Straßenbauen und da sehe ich schon deutlich mehr Potenzial drin. Weil man halt einfach noch irgendwas anderes auch tut, außer bloß dumm von A nach B fahren. Roadcraft kommt am 20. Mai. Können wir vielleicht, aber wenn es Bock habt, können wir das ausprobieren. Snowrunner war eigentlich ganz witzig. Und vielleicht ist das ja auch wieder im Game Pass drin und kostet dann Teufel. Weil 70 Euro für dieses Spiel ausgeben ist jetzt vielleicht ein bisschen happig, sagen wir es wie es ist. Für das, dass ich dann wahrscheinlich maximal zweimal stream und dann liegt sie mit, weil selber spielen tue ich das nicht. Oh, jetzt ringt's schon hin. Pitt! Servus von Warte auf Pizza Abholsquad. Aber du Scheinwischer einschalten auf Komma. Punkt, irgend sowas. Scheinwischer! Scheinwischer! Hilfe! Schneller! Ich kann nichts mehr sehen! P! Ah! Hey. Nice! Wir haben einen Chat dabei. Da haben wir. 54 Kilometer noch. Oh, da tut es auch schon hin. Nochmal wird es schnell, das ist quasi wie nicht. Und nochmal dann ist es aus wahrscheinlich, oder? Nein, dann ist Vollgas schnell. Vollgas! Oh, wir müssen jetzt haben wir Kacker gemacht fast, so ich fast nicht aufpassen. So, wo ist denn der Spurhalteassistent? Damit ich gar nichts mehr tun muss, dann können wir uns bloß unterhalten. Dann fahren wir den ganzen Tag, bis um 10 Uhr einfach im Kreis umeinander. Wobei bei mir nicht. Ich kann nicht so viel in den Chat lesen, ich muss auf die Straße aufpassen. Wobei bei mir nicht blind auf der Straße, sondern eher blind Flugsimulator. Ja, ich bin gerade beim Mike gefahren, das hat kurz geschäbert, was passiert wird. Schaden 0! Er steht und blinkt und ist hin, ich weiß nicht. Der Land ist auch ein Flugsimulator. Hashtag Unfallsquad. L müsste Licht sein. Schaut so aus, aber ich sehe ich was. Na, herin geht das Licht da, ja, aber. Oh shit, oh, wir haben richtig. Wir müssen ab. Oh, Blinker wenigstens. Blinken. Oh, nimm mich schon wieder auf die Ausfahrt. Haben wir schon wieder da quasi, möchte ich sagen.
Kommt da was? Wird schon nichts kommen. Wenn jemand kommt, ist es selber schuld. Es ist selber schuld, ist ja. Was soll ich jetzt da sagen? Gibt es noch andere Truck-Simulatoren? Also Konkurrenzprodukte zu dem, sagt er? Lass einen Blinker drin, das passt schon. Es gibt auch American Truck Sim. Also du fährst dann... Machst das gleiche bloß in Amerika. Okay. Ja, ich glaube, das werden wir uns nicht anschauen. Das meine ich, werden wir uns nicht anschauen. Stimmt, es gibt doch diesen Star Trucker. Ist der nicht sogar ziemlich beliebt? Ist aber was anderes. Das ist so eine Truck-Simulation im Weltall, oder nicht? 18 Wheels, Truckers of Europe. Star Trucker ist meh. Okay. Ich hab mich noch nicht befasst damit. Ich hab bloß Trucks gelesen, dann hab ich mich... Ja. So, jetzt scheren wir da ein wenig aus, damit nichts passiert. So. Ja, haben wir aber auch bald da. Ein letztes Mal einkehren. So, Vollgas. Ein Wischer können wir noch alles. Oh, auf das habe ich jetzt gewartet, ob der Ring unter der Brücke aufhört. Tatsächlich. Na, Props ans Game. Props ans Game. Der Autobahnraser. Der ist alt. Der ist richtig alt. Fast so alt wie... Oh, ich... Bullerei schon wieder. Schatz, das Lautquiz! Ja. Was ist jetzt da? Du Beine ins Viech. Gib mir einmal Gas. Bring mir den Schund heim. Erster Aufenthalt in Mannheim. War ich noch nie. Weiß ich nicht, wie es da ausschaut. Alaska Truck Simulator ist spannender. Wahrscheinlich weil alles voll Schnee ist und dementsprechend sich das Spiel verhält, nehme ich mal an. Ja, jetzt bringen wir den Schund heim und dann passt's. Und, wann hört der Ring auf? Zack. Haben's aufpasst drauf. Richtig gut. Glückskatze, das werden wir rausfinden. Hat nicht funktioniert, er ist mir einfach davor gefahren. Ich blinke mal, damit die wissen, was los ist, ne? Dass der einen kompletten Vogel hat, was ist mit dem los? Haben wir nicht mehr weit, Haben wir schon unterwegs. So. So. Oh, das schaut gefährlich aus. Wo müssen wir denn da hin? Noch weiter 4. Langsam. Da, bitte nicht rückwärts einparken. Alles andere ist mir wurscht. Sonst kann ich später nicht mehr zurückgehen. Da, oh! Da steht jemand auf meinem Platz! Ja, da kann ich mir auf beide hinstellen, passt. Oh, kurz reinblinkt, wird schon passen. So. Um die Sicherheitsüberprüfung zu starten, halten Sie an und drücken Sie Eingabe. Sicherheitsprüfung läuft, bitte warten. Passiert da auch wirklich was, oder? Okay. Wir können weiterfahren. Nun müssen wir da links rein. Nochmal blinken, wenn sich da keiner beschweren kann. Gibt nichts. Oh. Nicht an den Rand auf. Geh mal ein. Los, Tobi, lese ich gleich. Muss mich kurz konzentrieren. Kurze Konzentrationsphase. Oh shit, Alter, da müssen wir. Gib dir Brief und Siegel. Ich beherrsche alle. Wieso kann ich da eigentlich nicht draufdrucken? Mehr bloß wissen, ob ich Siegel kriege oder nicht, war mir wurscht, aber ich kann es nicht mal ausweihen. Warum nicht? Ja, dann nehmen wir das. Ah! Okay, ja, das kriegen wir hin. Da haben wir schon ein bisschen zu weit gefahren, meine ich. So, komm ich da jetzt, wenn ich zurück ausfahre, was passiert denn dann? Einfach mal langsam zurück aus, weiß man, wurscht ist. Wird schon passen, du. So. Vollgas einscheren. Ja, vielleicht holen wir ein bisschen aus, So. Ja. Vollgas einkehren. Ein bisschen bremsen.
Geht schon. Bei der Vierer, bei der Vierer, bei der Vierer. Ja. Ah, mit Geduld und Spucke. Ah. Ja. Hauptsache nicht rückwärts, der Rest ist mir wurscht. So, haben wir mir gerade? Da sieht man gar nichts. Oh, haben wir mir gerade schon. Warum geht da jetzt nichts? Muss ich nur weiter, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Muss da der Anhänger ein oder muss ich da ein? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht! Ich stehe doch da jetzt perfekt drin! Natürlich nicht. Aber wir kriegen jetzt den Hintern da rein. Ich verstehe nicht, wo der Himmel gerade vorziehen, dann gerade zurück. Ja, das war eigentlich meine Idee gewesen. Aber der Weg ist zu kurz nach vorn, dass die zwei genau gerade sind. Warte mal ganz vier. Also weiter gerade kann ich halt nicht mehr. Gerade wird's nicht. Der hintere Anhänger muss in dem weißen... da, und jetzt schluckt das wieder irgendwie komisch ein und mit zwei kenne ich mich überhaupt nicht aus. Oh, stimmt! Nein! Ah! Nochmal, so. Stopp! Wer schon was so, nimm's! Nimm's und hau ab mit dem Schund! Himmelssackelzemin. Also ganz ehrlich, meine Hochachtung an LKW-Fahrer, die mit zwei sich einen Anhänger fahren, ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ich bin schon maßlos überfordert mit einem. Also Kinder, ich weiß jetzt auch nicht, was ich da dazu sagen soll. Nee, spätestens. Halbe 10. Machen wir mal den scheiß Radio aus. Machen wir mal, tun wir Optionen. Schmatzen wir mal über die Musik drüber. La 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 la. La 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 la. Hört man da immer noch was? Scheiße, man hört immer noch was. Ich sag dir jetzt was. Geh mal bitte beenden. Geh mal ins Hauptmenü. Also ich komme nicht ins Hauptmenü, okay. Wir gehen aber noch ins Hauptmenü. So. Also bevor ihr euch jetzt das Spiel kaputt macht, drückt noch schnell auf den Like-Button. Mach ich nicht. Es ist halt so, es ist so stumpf, dass man nicht mal irgendein Blödsinn zum Machen einfällt. Außer behindert in an das Auto-iPhone oder den Twent-iPhone. Ja, 4 Sekunden lustig bin. Es ist halt für eine andere Art von Gamer. Das ist absolut richtig. Es ist ja der Adrich sagt es auch gut, glaube ich. Es ist einfach ein Phänomen für sich. Also die 650.000 und mehr positiven Bewertungen ist wahnsinnig. Wenige Likes halt. Ja, es haben auch, mich wundert, dass man nicht mehr Leute im Stream haben. Das wundert mich wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist nichts für mich. Ich glaube, das ist ja nicht so sonderlich geil zum Zuschauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also für die Suchtel, die es selber spielen vielleicht. Aber das da sehe ich weder für ein Stream-Potenzial noch für Offstream sehe ich da überhaupt gar kein Potenzial. Das glaube ich nie wieder, das Ding. Ich sage euch jetzt, wie es ist, wir drücken jetzt da auf Beenden.
damit ich da nicht 2 Spielzeit drin habe. Das waren jetzt 84 Minuten. Das werde ich zurückgeben, so leid es mir tut. Also, nein. Ohne Scheiß, in meiner Freundesliste. Ich weiß jetzt gar nicht auswendig, wie viele Leute ich in meiner Freundesliste habe. Ich habe noch nie gesehen, 84 Freunde haben es bereits gespielt. Oder Elden Ring. Elden Ring haben 37. Was hat es gekostet? Ein 20er auf Steam. Also für einen 20er, da ist nichts kaputt, auch wenn ich es nicht zurückgeben müsste. Nicht zurückgeben kann. Schaut mir erst einmal um. Hat mich jetzt nicht so abgeholt. Ja, Alfarius, da bist du nicht allein. Da bist du mit mir jetzt auch nicht abgeholt. Ich glaube, das merkt man. Jo, ist eigentlich chillig zum Zuschauen. Es ist halt wirklich. Weißt du, was das für Spiel ist? Eigentlich ein Spiel für einen Blättschmerz. Fast behindert von A nach B. Du drückst auf den Spurassistenten und den ganzen Bums und dann unterhältst du mit dem Chat. Das kann ich mir schon vorstellen, dass die Zielgruppen, das ist was für die Zielgruppe, was einen 12 Stunden Langstreckenflug im Flight Simulator macht. Das ist richtig, ja. Gerade jetzt kommen wir, ist schon vorbei. Herr Hemsen, es ist mehr oder weniger quasi schon wieder vorbei, weil fühle ich nicht. Das Ding ist seit 10 Jahren immer mal wieder für einen Fünfer im Sale. Der kommt wahrscheinlich auch dazu und diese 650.000 Bewertungen, das hat sich über die letzten 13 Jahre gesammelt. Kann schon. Tomo! Scheiße, die habe ich tatsächlich vergessen. Nee, Birger! Ich finde den ETS2 sowieso scheiße, seitdem mein kleiner Bruder nur eine PS5 hat. Und er hat jetzt alle einen PC möchte. Aber zum Beispiel der Fernbus-Sim ist genauso ein Schmarrn. Das ist ja wahrscheinlich einfach das Gleiche, oder? Du fährst in der Haltestation, bloß dass bei einem Bus wahrscheinlich nicht wirklich schwierig rückwärts einparken. Das ist für mich so das einzige spannende Element, rückwärts einparken mit so einem Anhängerding. Weil ich es halt nicht kann. Ja? Ich glaube, das ist also wirklich so die einzige Herausforderung, die dieses Spiel bietet. Und wenn man das einmal kann, nur dazu, wenn du selber ein echter LKW-Fahrer bist, dann wärst du wahrscheinlich Spender damit und dann ist es wurscht. Ja, schwierig. Weiß jetzt auch nicht. Und für Liebhaber, Bernie sagt es auch richtig, für Liebhaber ein adäquater Preis. Das ist absolut in Ordnung. Ja, was kann man ausgeben? Warte mal. Euro Truck Simulator 2. Was kann man auf der Shopseite für DLCs ausgeben? Plus. Bewertung schreiben. Kann ich dann noch, weiß es jemand, kann ich dann noch das Spiel zurückgeben, wenn ich eine Bewertung geschrieben habe? Ja. Geht so, nicht wahr? Ja, ich empfehle es mal weiter. Ich habe mal eine Bewertung geschrieben, damit nichts passiert. Das ist die gute Bewertung. Ja, okay, so. So, Euro Truck Simulator 2 Essentials kaufen, Bündel, dann kostet es 32 Euro. Ein Haufen kostenlose, aber Okay. Das hat so viele DLCs und Erweiterungspackerl, große, die bis 18 Euro kosten und tausende von kleinen, die einen Zwickel kosten. 315,12 Euro. Wenn du alle DLCs haben möchtest. Muss man im Sale kaufen, ja, das macht Sinn. Aber dann wären das die 300 Euro wahrscheinlich auch bloß 100. Das war für ein Spiel, wo du 1000 Stunden einwuchst. Wenn dein Freundeskreis sich eine Sachen mag, also bei mir brauche ich gar nicht, nicht mehr fragen. Ich habe bloß ausgelacht. Schau dir die Truckers MP mal an. Was ist das? Was ist das, ein Spiel? Truckers MP? Oder was meinst du? Was ist das? Mr. Pickle Ricky? Wenn es einen Bus-Simulator für Nightliner gibt, wäre das Abo, so ein Schiff auf Festivals einparken, ist auch nur wahnsinnig. Ja gut, das ist wahr. Ich mache gerade meinen LKW-Führerschein CCE und habe mit dem Spiel die Grundfahraufgaben rückwärts und die Ecke mit Anhänger geübt. Ja, warum aber auch nicht? Das ist ja vollkommen in Ordnung. Aber so, besänft das Ganze doch mit uns. Herr Ben Meyer, was meinst du besänfen? Das Spiel besänfen? Haben wir gerade mittendrin. Aber so viel zum Besänfen gibt's da nicht. Wo haben denn die Suchtel? Wo haben denn die Suchtlerin im Chat? Was taugt euch an dem? Ne, ist quasi eine Multiplayer-Mod für ETS2. Ist lustig, sind über 100 Leute auf einer Map. Funktioniert das dann auch anständig oder fährt da eigentlich eher jeder eigentlich woanders, wo er angezeigt wird?
Ich möchte jetzt nicht spammen, schau der Motortown mal an. Motor. Behind the wheel. Genießen Sie realistisches Fahren in einer offenen Welt, entspannende Frachtlieferungen oder das Fahren von Bussen und Taxen verschaffen Ihnen genug Geld, um neue Autos und Teile zu kaufen. Auf der Rennstrecke kannst du deine Fahrkünste unter Beweis stellen, es geht um pures Fahrvergnügen. Ich mag halt Autofahren. Autofahren spiele auch nicht. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Autorennen gespielt habe, wo ich Bock hatte. Ich glaube wirklich, es war Need for Speed Underground. Und von wann ist Need for Speed Underground? Gibt es auf Steam noch nicht einmal. Most Wanted ist so ähnlich alt, kann das sein? 2012, das wäre Alter. Psst, Need for Speed Underground von wann war denn das? Das war in die 2000er, in die frühen, glaube ich auch noch. Anklopfgerät schreibt, Level 91 habe ich mittlerweile und 100 LKW im Bestand. Der Spaß ist einfach, dass du mit freien rumfährst, dachte ich mir fast. Blödsinn schmatzt und dir einfach einen Traum-LKW nach dem anderen kaufst und individualisierst. 2006 ist Underground. Das waren sie. Oder das 2er. Weil der Meister schreibt 2003. Dann ist Underground 1 ist 2003, Underground 2 2005, 6. Also Original Most Wanted war von 2005 war noch gut. Ja, Most Wanted war noch gut und das erinnert ich mich auch noch. Aber da, also normalerweise weiß ich sehr oft, weil ich mich halt gern zurückerinnert und für mich, deswegen weiß ich ja so viele Jahreszahlen, wann Filme rausgekommen sind, weil ich oft, wenn ich durch Netflix scroll und so Geschichten oder da durch Spiele scroll, weil ich mich einfach gern zurückerinnere an gute Filme, ja, die haben sich einfach in mein Hirn eingebrannt, genauso wie Spiele. Und da weiß ich normalerweise die Release-Daten, weiß ich dann, weil ich dann immer so zurückrechne mit, Alter, das ist 20 Jahre her, Alter, das ist 25 Jahre, Alter, das ist 10 Jahre her schon wieder und keine Ahnung. Und bei Most Wanted und Need for Speed weiß ich es eben nicht. Dementsprechend haben sich diese Spiele nicht so in mein Hirn eingebrannt. Ich weiß zum Beispiel, dass die Alpha bzw. die Beta von WoW müssen im Februar 2004 angefangen haben. Weiß ich noch. Da weiß ich, wo ich war. Ich war lästig, weil ich von der Arbeit aus übers Wochenende in Autosalon hab müssen, nach Genf. Weil ich also großer Autobegeisterter bin und alle anderen haben gespielt und ich nicht. Das weiß ich noch. Das war halt alles pre-2004, als WoW kam. Ja. Bei mir war wirklich einfach, du kannst, also ich habe immer Counter-Strike gespielt, ich habe lange Day of Defeat gespielt. Aber wie WoW gekommen ist, habe ich eigentlich nur noch WoW gespielt. Minimum einmal 2 Jahre lang. Also ich habe gar nichts anderes gespielt. Auch kein Counter-Strike und gar nichts. Dann habe ich irgendwann einmal eine Freundin wieder mal daherzahlt. Dann habe ich ein bisschen aufgehört und dann wieder weitergespielt. Und ich habe eigentlich nie so wirklich das Spielen aufgehört. Nie. Wann war Need for Speed Carbon? Weiß ich nicht mehr. Ja, ich kenne es natürlich. Ich weiß noch, Need for Speed Porsche war, glaube ich, als 5er. Weiß ich aber die Jahreszahl nicht. Kann 99 gewesen sein. Kommandos weiß ich zum Beispiel. Nein, weiß ich nicht. Ich habe 98. Also die ist einfach in meinen Schädel einbrennt hat. 97, 98, irgend sowas. Carbon war 2006. Und der Devil Driver Mikey schreibt es genau richtig. Darum kein Oblivion. Deswegen habe ich Oblivion nicht gespielt. Ich habe das Jahre später mal so wischiwaschi ein bisschen nachgeholt, aber bin nicht so hängen geblieben wie eben viele andere. Wo ich dann erst hängen geblieben ist 2011 Skyrim. Nicht zur Gaudi hängt da ein selber gemachtes Poster von Skyrim. Weil es für eines der besten Spiele halt, die es jemals gemacht haben. Und ja. Deswegen gibt es zum Beispiel kein Oblivion. Weil es mir einfach auch nicht anstickt. So. Ich habe den Nostalgie-Effekt nicht. Und ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keinen Bock, auf fast 20 Jahre jetzt spielen. Wann ist Oblivion rausgekommen? 2.4 oder 2.6? Wenn ich schon so frage, wahrscheinlich 2.5. Alter, Need for Speed Porsche war ich noch Grundschule. Wann war Porsche? 2005 sowas, ne? Da habe ich schon gearbeitet. Ja, die Zeit, wo jährlich ein NFS gekommen ist. Ja. Gehen wir rein in Russian Fishing 4. Ja, das ist auch wahrscheinlich. Muss ich kurz was schauen.
habe ich nur 113 Minuten. Das haben wir schon mal gespielt, glaube ich. Das klingt sehr nach Stream. Aber aus irgendwelchen Gründen habe ich im Fishing Planet 40,1 Stunden. Das ist auch was ich nicht erklären kann. Ich hab Fishing Planet, mal Fishing Planet spielen, keine Ahnung. Zuletzt gespielt am 1. Mai 2021, das ist auch schon wieder fast 5 Jahre her. Ja, Fishing Planet habe ich 40 Stunden. Das haben wir im Stream nicht gespielt. Da gibt es mittlerweile auch 5000 DLCs. Mei, mei. Russian Fishing haben wir mal im Stream gespielt. Ja, ich erinnere mich dumpf. Super Meat Boy wäre ein lustiges Game mit Leveln wie in deiner Jugend in der Steinzeit. Super Meat Boy ist, glaube ich, aber auch ultra schwer. Das wird ultra zum Ragen. Olli! Merci für 52 Monate. Habe als Kind noch Olympiade auf C64 gesagt. Das ist hart. Ja, habe ich auch mitgekriegt. Ich habe noch so einen, ich weiß leider nicht, was das für ein Rechner war, den mein Pap da hatte. Das war irgendein 386 oder ein 486 oder ein 286, ich weiß es nicht. Ein nur grüner Monitor. Und ich habe so einen Kasten noch daheim. Den habe ich vom Schwiegerpap gekriegt. Ich habe so einen uralten Kasten da. Der steht im Keller. Schon ewig. Und ich habe ihn noch nie ausprobiert. Das ist eigentlich einmal was wir mal da kannten. Ich stelle das Zeug auf und wir bauen es miteinander zusammen auf und versuchen es zum Laufen zu bringen. Besteht da Interesse? Einschalten, Knall, Licht aus. Ja, das Problem ist halt so ein bisschen, ich habe absolut keine Ahnung, ob der Kasten überhaupt noch funktioniert. Sagen tut er ja, aber mittlerweile steht er auch schon seit 5 Jahren in meinem Keller unten. Sollen wir das einmal machen? Sollen wir das nächsten Mittwoch machen? Ich schätze halt, dass wir da in 2 Stunden nicht fertig werden. Boulder Dash am Commodore 64. Best Game ever. Vizini, bestätige. Nostalgie-Flashback. Vorher ausblasen wegen Staub vielleicht. Ja, da machen wir alles. Ich glaube nix an. Also wirklich, ja, die 2 Kameras habe ich, das können wir machen wie immer, da muss ich da halt abräumen. Das wird momentan ein bisschen schwierig, weil Projekte und so. Dann stellen wir das wieder so auf, wie wir einen PC zusammengebaut haben und dann schauen wir, wie weit wir kommen auf 2 Stunden. Dann lassen wir ihn stehen und dann schauen wir, wie es ausschaut. Dann muss man vielleicht was dazu kaufen oder so. Bis die Woche drauf und dann machen wir weiter. Oder vielleicht machen wir dann muss er nicht jede Woche machen, aber alle 2, 3, 4 Wochen. Ein Spiel, 25 große Disketten und schauen wir, dass wir irgendwelche Spiele da zum Laufen kriegen und so. Der gute C64 mit den Disketten. Ich weiß gar nicht einmal, ob das schon Floppies waren oder ob das noch die Papierdisketten hat, das Ding. Keine Ahnung. Es kann natürlich, ich weiß weder, ob da was drauf installiert ist, ob da ein Betriebssystem installiert ist, ob man da überhaupt ein Betriebssystem installieren kann. Das halt wahrscheinlich. Das Thema. Da machen wir jetzt eine Umfrage, das interessiert mich. Da hätte ich nämlich auch schon lange mal Bock drauf. Selber tue ich es nicht, aber im Stream, why not? Ich weiß nicht, was das für Kisten ist. Kann der C64 sein? Ich weiß es nicht. Soll man die alte Kisten nächste Woche zusammenbauen? Fragezeichen. Ja, nein. Umfrage gestartet. Umfrage gestartet. Ich glaube, haben wir noch nicht getestet, ob die da herum richtig angezeigt wird, ja. Wenn's Bock habt, Herz allerliebster Nachschau-Squad, ab in die Kommentare. Wenn Sie Interesse haben, lassen Sie es mich wissen. Das stickt mir jetzt gerade. Aus irgendeinem Grund stickt mir das jetzt gerade. Und dann die geilen, uralten Kackspiele spielen. Und da, ich hab ja eine Captain, ja, die wird da drin nicht funktionieren. Lass mich überlegen. Da gibt's mit Sicherheit irgendwelche Adapter, dass man, das ist so das Endziel. So ein USB-Adapter für irgendwelche so alten Comports und so weiter und so fort, dass ich da meine Capture Card anschließen kann, die ich für PlayStation gehabt habe. Die habe ich natürlich immer noch. Die war schweineteuer. Ich habe keine Ahnung, wo die ist. Seitdem wir keinen Podcast mehr haben, ist die irgendwo. Wahrscheinlich aber in der Kamera schaut, ist ja wurscht. Und dann probieren wir, dass wir halt einfach Stickerl für Stickerl so weit wie wir kommen und vor einer Woche in die andere kaufe ich dann Teile dazu, die wir irgendwie brauchen. Laufwerke vielleicht, keine Ahnung, oder Adapter und so weiter. Und dann schauen wir, dass wir das Ding zum Streamen kriegen, vielleicht sogar. Und dann schauen wir, ob wir ein paar alte Spiele zum Laufen kriegen. Das ist dann die ultimative Ultra-Todes-
Wie haben wir so beginnt? Bin ich jetzt behindert? Retro-Reise! Hast du eine alte Maus und Tastatur ist dabei? Also Tastatur ist dabei, das weiß ich, aber ob eine Maus dabei ist, weiß ich jetzt nicht. Aber normal schon. Das war eigentlich schon geil. Warum eigentlich nicht? Müssen wir nicht jede Woche die ganze Zeit, aber immer wieder so ein bisschen dahin. Den lasse ich da weiter und dann einfach stehen. Und irgendwann dann so alle paar Wochen machen wir mal wieder weiter. Apropos Birger, Postfach, wann? Damit man dir mal Loot schicken kann. Mit sie nicht. Schwierig. Schwierig. Was hältst du davon, wenn du die live selber tätowierst? Weiß nicht, Thomas, weiß ich nicht. Was denn das da? Die kaputten! Mir ist wieder 13 Monate. Erster Computer war damals ein Amiga 500 und dann da Civ gespielt. Auf dem Amiga 500 hat es Civ gegeben? Im Ernst jetzt? Boah, das war so gut. Das probieren wir. Das Ding wirklich nativ auf dem alten Teil zum Laufen zu kriegen. Das ist 4 Graustufen Civ, ja. Hat das überhaupt Graustufen, das Ding? Also der Rechner von meinem Pap, den habe ich natürlich nicht mehr, das ist ja schon 1000 Jahre, da habe ich, weiß ich noch, haben wir einen Drucker haben wir gehabt und die erste Maus mit Dr. Genius hat das, glaube ich, geheißen. Das war so was wie Paint und so. Da habe ich mich stundenlang damit beschäftigt. Und dann habe ich es auf dem 24 Nadler habe ich Sachen ausdrucken können. Ja! Schauen wir mal. Das Problem wird bloß, wir müssen irgendwie schauen, dass wir... Moment mal. Ich komme gleich wieder. Ich habe unser Endziel gefunden. Ich hoffe, dass ich komme gleich wieder. Sie fix, da komme ich jetzt auf die Schnelle nicht hin. Aber. Jetzt schnell. Ich zeige euch ganz kurz, was ich meine. Nur Pro-Gamer wissen, was ich jetzt viergezogen hätte. Ich habe sie in Originalschachtel. But can it run Doom? Es passt auch gerade voll gut. Ja gut, wir werden wahrscheinlich nicht innerhalb von 2 Wochen das Ding zum Laufen kriegen, auf 2 Streams oder einen wahrscheinlich. Aber auf dem Ding Doom zum Laufen kriegen. Das ist der Plan. Das ist eine richtig gute Idee. Wie haben wir noch jetzt drauf gekommen? Wie bin ich jetzt auf die Scheiße gekommen, dass der Kasten da im Keller steht? Doom in Original, ja. Ich hab's da oben in der Schachtel, aber da stehen dann meine ganzen Fallout-Figuren und der Fallout-Koffer und mein Lichtschwert von Star Wars Scheiß und lauter so ein Scheiß liegt da oben drauf. Das müsste ich jetzt alles aus dem Regal reißen. Aber das kriegen wir schon. Hast du nicht schon in einer Retro-Reise gehabt? Ja, mit Sicherheit. Aber ist das nativ auf einem 35 Jahre alten Rechner gelaufen? Ich glaube nicht. Wahrscheinlich geht's dann sofort. Wegen die Oldschool-Games anfangen. Stimmt, wir haben ja über all die Spiele geredet, wie lange das her ist und so weiter. Und dann bin ich irgendwie auf den Rechner da und gekommen. Das habe ich mir schon einmal gedacht. Und da war ich schon begeistert und dann habe ich es wieder vergessen. Das ist gar nicht mal so dumm. Ihr Affen. Ja, geil. Geil. Ich habe keine Ahnung, aber am lieber nicht jetzt Bock, das Ding einfach zum Ziehen und anzufangen, aus irgendeinem Grund. Fun Fact, Doom hat sich damals Port 666 gesichert fürs Netzwerk. So habe ich nicht gewusst, schon, ja? Ausgemacht, schreibt der Zero Cool. Doom ist der Doom ist tut. In 2 Wochen werden wir sehr viel Doomes tun. Freue mich auch schon.
Vor allem, das ist der erste große Titel seit einer ganzen Zeit mal wieder auf Sny Doom The Dark Ages. Richtig Bock. Hol ihn rauf. Nee. Ich weiß schon, wo er ist, aber ich weiß nicht, wie viel Zeit das draufsteht und wo er genau ist und so weiter. Er ist im draußen Keller und mit der C wundern, wenn der noch geht. Doom läuft auf einem digitalen Schwangerschaftstest. Weiß ich schon, hab ich auch schon gesehen. Und auf Taschenrechner und so weiter. Weißt du, was ich mich freue? In 5 Monaten ist Oktober. Halt dein Maul und hau ab mit dem Scheiß! Ich hoffe, dass bis dahin das Drecks-Alien-Spiel noch nicht raus ist. Wie lang ist das her, dass die Wii gebaut worden ist? 2007. Graben du musst. Wahrscheinlich muss ich wirklich graben. Die Wii ist 2007 her, das weiß ich warum, weil ich mir die auch an Tag 1 gekauft habe, samt Zelda. Wie hat's geheißen? Twilight Princess. Eins der letzten richtig guten Zelda-Spiele. Kann man mit dem Kasten noch so alles anstellen? Was kann man mit dem Kasten noch so alles Lustiges anstellen? Muss ich mir jetzt wirklich mit Retro-Tech so ein bisschen auseinandersetzen? Da schreibt der Hofberger jetzt League of Legends. Wie kommst du auf das jetzt? Mit dem Kasten League of Legends spielen. Kann tatsächlich auch funktionieren, weil League of Legends, das läuft ehrlich gesagt auch auf meinem Kühlschrank. Okay, jetzt starten wir Quizzes. Xbox, wann released? Die erste habe ich nicht direkt gehabt, deswegen weiß ich nicht. Ich darf jetzt einmal schätzen, 2000. 99. Eigentlich relativ nach. Tomb Raider 1 ist von 96. Xbox ist 2001. Wargames programmieren. But can it run Crysis? Ich habe ihm schon seit Jahren Komponenten für einen Retro-Rechner Windows 98-Ära liegen, nie dazu gekommen, das zu verwirklichen. Weil es ist ja das, was man so für PC-Schrott, das ich vor den letzten 25 Jahren oder überall in meine Schranken verteilt habe. Immer wieder mal, ich glaube, da haben noch Festplatten drin, die haben 25 Jahre alt. Das war eigentlich mal lustig, die auch zum Stecken und zum Schauen, was da drauf ist. Aber wahrscheinlich haben sie schon wieder 100 Mal runtergefallen und umeinander gerammt worden. Und die alten, fetten HDDs, die haben nicht hin, wenn du das 3 Mal nimmst. Genau, spielst du Expedition 33? Sunshine wahrscheinlich nicht, das ist einfach zu lang. NX auf einer alten Bumsbude. NX läuft überall da, wo ein Browser läuft. Haben wir Prince of Persia schon mal gehabt bei der Retro-Reise? Nein. Aber die... Bizini, das notierst du ebenfalls gleich einmal für den alten Kasten. Das ist auch was, Prince of Persia 1 ist auf alle Fälle auch aus einer Zeit, wo das der Lauf erkannt. Pac-Man müsste gehen, ist richtig. Ein Retro-NX in QBasic zusammenschustern. Es gab mal den Witz, wenn man Xbox und eine Wii kauft, hat man eine Wixbox. Ich weiß nicht. Das war so schwer. Prince of Persia war asozial schwer. Da gibt's sogar, da schaue ich mir oft einmal Videos, so kleine Dokumentationen zum Einschlafen an. Gibt es eine stundenlange Dokumentation drüber, über das Making-of und die ganze Scheiße. Wie sie es gemacht haben und so und dass so Bock schwer war und warum und weshalb. Skull and Bones läuft das auch drauf. Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich besser auf meinem Rechner. Jo, Pop war 386, gell? Tetris war auch zu der Zeit, oder? Tetris müsste 89 gewesen sein, wie der Gameboy gekommen ist. Diablo 1, das läuft nicht drauf, glaube ich. Diablo 1 ist von 1996, wenn mich nicht alles täuscht. Und da waren wir schon im Pentium-Zeitalter. Nichts mehr mit 386er, 486er, wobei es möglich sein könnte. Lauft auf einem 486er, und da kenne ich mich jetzt auch zwingen aus mit dem alten Schrott. Lauft auf einem 486er und sowas, lauft da Windows. Also das theoretisch laufen, wenn er beschissen, aber das laufen. Augsburger, Doom, über Doom haben wir schon geredet, das ist schon auf der Liste. Mir kann man natürlich ich hab's vorher gerade gelesen, jemand hat Monkey Island geschrieben und Indiana Jones geschrieben und Lemminge! Burning Crusade, du fucking Genie! Das meine ich jetzt nicht ironisch oder irgendwie sarkastisch, sondern das meine ich wirklich ernst.
Fucking Lemminge auf dem alten Kasten! Let's fucking go! Beste Idee ever. Ob Diablo 1 läuft, läuft Diablo 1 auf Windows 3.11? Das weiß ich nicht, da muss ich nachschauen. Läuft Diablo 1 auf Windows 3.11? Finde nix. Warte mal. Diablo 1 System Requirements. Windows 95, ein 60 MHz Pentium Prozessor, 8 MB RAM, 8 MB RAM. Megabyte. 16 MB für Multiplayer. Eine SVGA-kompatible Grafikkarte und eine Double Speed CD-ROM. Oh, leck, Alter, was ist denn? For Macintosh, a Power Macintosh or compatible with 16 GB, also na, auf 3.11 läuft. Aber man kann es probieren, keine Ahnung, was weiß ich. Alter. Chess, Alter, das war grob. Stimmt, das komische Chess da, wo die Figuren echte Leute waren und so und sie gegenseitig abgeschlacht haben. Ja. Meine erste Grafikkarte hat 1 Megabyte gehabt. Das weiß ich nicht mehr. Da war ich noch so klar, dass ich mich mit dem technischen Zeug nicht so auskennt habe. Vor allem in dieser, bis zu dieser 486er-Ära. Danach haben dann die Pentiums gekommen. Bei mir hat es so angefangen, Pentium 1 mit 90 MHz aufwärts. Und mein erster eigener Rechner war ein Pentium 2 mit 233 MHz, 4 GB Festplatten, RAM weiß ich nicht mehr. Und da habe ich Alien vs. Predator und Age of Empires war mein erstes. Halt, stopp! Alien vs. Predator war mein zweiter PC, das war 99, wenn man nicht alles täuscht. Und mein erster PC war 2-3 Jahre vorher mit Worms 2 und mit Age of Empires. Good times. Best times. Volvid und Epic Pinball haben wir auch gesuchtet, wie blöd. Die kenne ich jetzt beide nicht. Command & Conquer war brutal geil damals, das ist richtig. Was braucht denn C und C? C und C PC Requirements. Schauen wir mal. Windows 8.1 oder 10, bist du bescheuert? Nicht remastered. Ja, da kann man sich dann ja in Ruhe auseinandersetzen damit. Half-Life war auch die Zeit, Half-Life war 98. Lemminge, Commander Keen, Prehistoric kenne ich nicht. Worms 2 war geil, das war's. Was ist denn mit Worms Armageddon? Das wird auch zu jung sein. Tomb Raider ist wahrscheinlich auch zu jung. Das wird auch nicht auf dem alten DOS. Wir brauchen im Prinzip DOS-Spiele. Das ist so das Ding. Ja, Duke Nukem kann gehen. Doom muss gehen. Der Tiberium-Konflikt, glaube ich, war das erste CNC enorm gesuchte damals. Ich glaube, der Tiberium-Konflikt war Command & Conquer 3. Alarmstufe Rot war Command & Conquer 2 und Command & Conquer 1 hat, glaube ich, keinen so einen Untertitel gehabt. Wolfenstein, Siedler. Lemminge habe ich am Amiga gezockt, hat SIM-Disketten gebraucht. Eins fürs Intro. Geil. Geil. Als die Tiere den Wald verließen. Adventure. Ist das nicht ein ziemlicher Kindheitstrauma erzeugender Film? Zeichentrick? Oder war das unten am Fluss? Wolfenstein? Da fällt uns schon was ein. Da gibt's genügend. Auf alle Fälle, das Endziel ist, das Teil zum Laufen zum kriegen und Doom drauf zum Laufen zum kriegen. Und ein Level zum Spulen im Stream. Das ist die ultimative Retro-Reise. Erstmal werden wir wahrscheinlich einen Stream lang den Cast erstmal putzen. Das ist wahrscheinlich sehr. Ich mag gar nicht wissen, was da für Letten rausfällt für 30 Jahre. Amsas, alter Mann spielt alte Spiele. Geil. Einen Arbeitstitel haben wir auch schon springen. Ist Wolfenstein noch indiziert? Ich glaube nicht. Oh, leck, die alten Larry! Oh, leck. Das ist sehr schade, dass ich die verloren habe. Ich werde es nie vergessen. Wir haben auch jeder hat einen Grußschubladen bei sich daheim in der Küche. Haben wir auch gehabt, unten. Und da ist jahrelang, ich kann nicht mehr einschätzen, wie lange, aber seitdem ich ein kleiner Hosenscheißer war, ist da bis mindestens in die Realschulzeit, also mindestens bis ich 15, 16, 17, 18 war, irgend sowas, ist in diesem Schubladen eine gelbe Papierdisketten, ich weiß gar nicht, wie man die nennen soll,
drin gelegen von meinem Bab, wo Lazy Larry drauf gestanden ist. Das Einser. Er hat halt nicht gewusst, dass es nicht Lazy Larry heißt, sondern es hat halt Leisure Suite Larry geheißen. Es hat ihm wahrscheinlich irgendeine Spezi abkopiert oder keine Ahnung. Und hat dann einfach Lazy Larry draufgeschrieben. Ja, wird schon passen da. Und da hast du nur mit Kommandozeilen Text einschreiben. Also keine Ahnung, wenn du mit jemandem geschmatzt hast, talk to, keine Ahnung, open door. Und lauter so ein Scheiß. Und also, du hast im Prinzip, ja, damals hat es ja keine PC-Spiele im Magazin gegeben, es hat kein Internet nicht gegeben. Bis du außergefunden hast, was du da eintippen musst, dann kriegst du einen Vogel. Und das weiß ich noch, wie ich das auf dem Bab seinem Rechner gespielt habe. Das ist ein Nostalgie-Flashback, der ist in die Hosen Scheiß. Da wird es wahrscheinlich sogar zum Trenzen. So, wie es ist. Die großen waren die 5 Zoll Disketten, glaube ich. Das kannst du hier, die Papierdinger halt, die musst du quasi, du musst denkst, die Scheibe bloß so, dann geht's kaputt, aber sie waren quasi unzerstörbar. Außer du nimmst einen Magneten und machst du einmal so, dann war's es. Steve-O, merci wieder in Euro. Bier, das mit Ton singen. Ah! Steve-O, ich lese gleich nochmal nach. Wenn wir schon von Retro-Spielen reden, was war eigentlich der allererste Computerspiel, was du damals gespielt hast? Bei mir war es zum Beispiel Warcraft 2 und das von der Screen Fun. Erst einmal doppelt merci, Kuss auf die Nuss. Ich kann es, glaube ich, nicht mehr rekonstruieren, was mein erstes Spiel war, das ich überhaupt jemals irgendwo zu Gesicht gekriegt habe. Ich weiß, es gibt irgendwo ein Foto von mir, wo ich auf dem Bab sein PC, und da bin ich kein Neugeborenes, aber ein Kleinkind, da bin ich maximal 2 Jahre alt, wenn überhaupt, und ich stehe so auf seinem Stuhl oben und lerne auf dem Tisch und tippe da auf einer Tastatur umeinander und schaue in den Monitor ein, was passiert so. Und dann kann es tatsächlich sein, mein Papa hat dann selber Spiele programmiert, aber so ganz einfache Sachen. So ein programmiert. Da hat er so ein Spielepaket gehabt, eine Slot Machine, das ist einfach gedruckt. Und dann hast du 3 so Kastel gekommen und dann hast du entweder was gekriegt oder verloren. Und dann haben so eine Heiserei unten und oben fliegt der Flieger drüber, weiß ich einen Sound bis heute noch. Und immer wenn du Leertasten gedrückt hast, hat er so eine Bomben abgeworfen und die ist dann runtergefahren und hat halt die Heiser gelöscht. Und wenn alle Heiser gelöscht waren in den Pixellinien, hast du so gewonnen. Beutel, wo? Muss ich nachschauen. Aber gibt's den Papa noch? Glückskatze leider nein. Mein Bab ist 2012 gestorben. Mein erstes RPG war Septerra Core. Das habe ich mehrmals durchgespielt, das kenne ich nicht. Darum kann ich nicht so 100%ig sagen, was mein erstes Spiel war. Aber ich bin dann in diese Gaming-Geschichte hineingerutscht, relativ sehr früh. Ich habe zum 5. Geburtstag, das war am 9. Juni 1991, habe ich meine Gameboy gekriegt. Mit Tetris und Spider-Man. Das war so das erste zum Spielen, was ich mir aktiv gewünscht habe. Also habe ich das sehr früh mitgekriegt. Das war der Nachbarsbub. Der war 2-3 Jahre älter wie ich und der hat die Nintendo-Ära mitgekriegt. Das habe ich natürlich mitgekriegt. Der hat noch zusätzlich einen großen Bruder gehabt, der war nochmal 2-3 Jahre älter, wenn nicht noch, ich weiß nicht genau wie älter. Der hat dann auch einen Commodore gehabt und Monkey Island. Und das war eines meiner ersten Erlebnisse vor einem PC, wie dermaßen cool, dass sowas sein kann. Und darum liebe ich zum Beispiel Monkey Island. Ja, das ist genauso ein Nostalgietrip, wo es mir einen Schädel zerreißt, wie bei zum Beispiel, haben wir auch so ein Spiel gehabt, das ist mit dem Joystick gegangen. Da bist zu zweit, stehst am unteren Rand vom Monitor und schaust quasi weg. Du hast ein Zielfernrohr und kannst dich bewegen und schießt einfach in die Ferne. Und da kommen die ganze Zeit Panzer und Soldaten ein. Also ich weiß aber nicht mehr, was geheißen hat. Und was ihr merkt euch das auch, bevor ich es wieder vergiss, was bei mir auch einen unfassbaren Nostalgie-Flashback auslöst, ist Wings of Fury. Habe ich auch beim Nachbarn hinten gesehen. Monkey Island, Wings of Fury und das Ballerding. Nein, es war nicht Quake, es war kein Shooter, das hätte ich ja besser beschreiben können. Das hätte ich ja sofort wissen. Da müsstet ihr mal ein bisschen umeinander stöbern, ich weiß nicht mehr, wie das geheißen hat. Keinen Vater war es auf alle Fälle nicht. Metal Slug war es auch nicht. Dieser clunky Flugsimulator, das ist Wings of Fury, ja. Da wo wir, glaube ich, gefühlt ein Jahr lang ausprobiert haben, wir zum Fick landen auf dem scheiß behinderten Flugzeugträger zum Nachladen.
Vor dem Gameboy habe ich einen Atari 2600 von meinem Cousin geschenkt gekriegt. Das war meine erste Videospielerfahrung. Bei mir war es einfach die erste eigene war der Gameboy mit Spider-Man und Tetris. Und die wirklich allererste war wahrscheinlich die beim Bab am PC. Und die andere war wo es mich angefixt hat, war beim Nachbarn hinten. Wann ist denn das erste FIFA eigentlich gekommen? 94, 93, 94, irgend sowas. Der Devil Driver schreibt, aber das Feeling wird natürlich nimmer so sein wie damals, war ja alles neu. Natürlich nicht. Da geht es wirklich bloß, da ist der Weg das Ziel, wenn wir den Kasten herrichten. Einfach vielleicht auch ein bisschen was lernen, vielleicht haben auch junge Leute dabei, die sowas noch nie gesehen haben, wie hat sowas früher funktioniert. Ich meine, ich weiß ja auch nicht, aber für das haben wir ja einen Chat und das Internet, der sagt uns schon. Und dann schauen wir, dass wir ein paar alte Spiele zum Laufen kriegen und dann passt es wieder. Das ist eine richtig gute Idee. Raptor weiß ich noch, war ein horizontales Schießfliegerspiel. Weiß ich nicht mehr. Tetris und Darkwing Duck waren meine ersten Spiele auf dem Gameboy. Ich habe dann ziemlich schnell Turtles geliebt. Batman war sau schwer, aber sau gut. Jurassic Park habe ich gekriegt. Ich habe so viele Gameboy-Spiele gehabt. Und dann ist aber ziemlich schnell nach dem Gameboy ist auch der Super Nintendo gekommen. Mit Street Fighter 2. Und dann mit so vielen Spielen, dass es nicht mehr feierlich war. Bestätige, dafür bin ich zu jung, habe die Kästen noch nie gesehen. Ja, wenn es dich interessiert, dann schon, ja. Meins war Rayman. Ja, Rayman ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich kenne es natürlich, aber das habe ich nie gespielt. Turok haben wir auch gespielt beim Spezi auf dem PC, auf dem Pentium 90. FIFA International Soccer 1993 war das erste. Stefan, merci für die Recherche. Außer du hast nicht recherchieren müssen, dann war es absolutes Pro-Gaming. Jurassic Park auf dem Super Nintendo war brutal, absolut richtig. Sam & Max Hit the Road. Ich hab's irgendwann entzeigt. Same hier. Meins war Jazz Jack Rabbit, das war glaube ich ein Jump'n'Run mit so einem grünen Hosen. Gargoyles am Gameboy, das war schwer, das habe ich auch gehabt. Und ja, das war schwer und ich habe überhaupt nichts kapiert. Dunkle Schatten, sagt mir was. Ist der GNU oder das GNU oder die GNU? Aber ich kann mich nicht erinnern. Rise of Robots, kenne ich nicht. Pong, a good old Pong. Geht immer. Und am Super Nintendo die Box, wo die Gameboy-Spiele am Fernseher spielen können. Ja, das war der Super Gameboy. Da habe ich auch gehabt. Da hast dann, das war so ein großer viereckiger Kasten, hast den Super Nintendo eingesteckt und dann das Gameboy-Modul da rein. Und dann hast du Gameboy-Spiele so ein bisschen am Fernseher spielen können mit ein bisschen mehr Farbe als am Gameboy-Monitor. GoldenEye Multiplayer Nintendo 64 schnell nichts. Das ist zwar schon ziemlich spät jetzt für das, wovon wir gerade reden, aber da habe ich auch sehr viel Zeit verbracht. Ja. Das ist ein Nostalgie-Flashback GoldenEye, das ganz aus ist. Ich habe auch alles weggehauen, da die scheiß Atari-Konsole war halt hunderte von Euro wert. Da darf es mir gar nicht so ums Geld gehen, ich möchte jetzt einfach da haben. Ich darf schon immer träume von so einem, jeder kennt das typische Ikea-Regal mit den quadratischen Leher drin. Da hätte ich gern ein groß, so 4, 5 auf 4, 20 Stück und in jedem eine Reihe Nintendo-Konsolen, eine Reihe Playstation-Konsolen, eine Reihe Xbox-Konsolen und eine Reihe irgendwelche Retro-Konsolen. Beit immer schon ewig ein, aber es ist jetzt so geldintensiv und so narrisch bin ich dann auch nicht danach. Naja. Felix, da hast du absolut recht. Das unangefochten beste Spiel für den Super Nintendo wohlgemerkt war Zelda A Link to the Past. Absolut richtig. Und dann alles hoffnungslos einstammen lassen. Richtig. Das ist alles, was passiert. Ich weiß ja, wie es ist. Bisschen jünger, bei mir war es Morrowind. Need for Speed Porsche müsste ich noch CD haben. Ich müsste da irgendwo im Keller unten gibt es so eine Grusch-Couch, da liegt so viel Scheiße drauf. Da habe ich noch ein paar so CD-Spindeln. Da haben mit Sicherheit aus den 90er irgendwelche PC-Games-Dinger drauf und Gold-Games und was weiß ich was für ein Scheiß. Mal schauen, was ich da so finde. Mal gucken. Das war jetzt eine richtig gute Idee. Schön? Aber wenn das Spiel vielleicht nicht so geil war, meine Güte, ich hoffe, es hat trotzdem einigermaßen unterhalten und wir haben einen richtig guten Plan für nächsten Mittwoch. Nächsten Montag spielen wir Schedule 1. Community Zock. Wie genau, schreibe ich dann in die Discord-Ankündigung ein und in die Beschreibung vom Stream. Und am Mittwoch basteln wir das Ding zusammen. Also zumindest einmal anfangen. Muss ich herrichten, das darf ich auch nicht übersehen. Split Fiction, wo? Split Fiction, kommt schon wieder. Nochmal, drehst du bei Tetris den Würfel? Sicher. Einfach aus Fingerlockerungsübungen. Pro-Gamer machen das so.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben ausnahmsweise mal nicht um 3:45 oder um 11 Uhr auf. Das ist eine Idee. Hab nur kurz was zu berichten. Annex. Keine Sorge, ich gehe nicht zu deep, wie wir es sonst aber gerne deren, aber ich wollte nur verkünden, ich habe es am Montag schon gesagt, ich bin sehr weit, eigentlich theoretisch fertig, aber ein paar grundlegende Sachen gerne noch gemacht. Gestern habe ich mir einen V-Server besorgt und die Domain registriert. Eine neue übrigens, also annex-online.de gibt es nicht mehr, die ist besetzt, aber die war scheiße. Jetzt habe ich eine neue und zwar richtig gute. Und es läuft so dermaßen butterweich, dass man fast ein wenig schlecht wird. Das hört sich jetzt komisch an, aber es läuft so butterweich. Der Cronjob ist eingerichtet, den habe ich noch nie so hingebracht, wie er jetzt läuft. Da gehört noch ein bisschen Arbeit eingesteckt, das gehört vor allem in Login, Registrierung und Benachrichtigungsprozess ein bisschen, wie soll ich sagen, muss ich noch ein wenig nachwerken, das wird mich nochmal mindestens bis nächste Woche kosten, aber dann kommen wir langsam aber sicher in eine Richtung, wo ich mal, und das mache ich nur im Discord. Ja, das werde ich nicht im Stream ausrufen, weil da registrieren sich bloß wieder Leute, die dann Heisel einbauen und dann sehe ich es nie wieder. Das macht noch unnötig Datenschrott. Das kommuniziere ich mit euch dann im Discord. Wer da Bock hat. Am allerliebsten warten wir sogar andere Webdevs, die mir erst mehr auslachen, weil sie sich denken, Alter, was sind die, Alter, was sind mit den Code, ich glaube, das ist behindert. Und die vielleicht so ein bisschen wissen, wie sie Speck kaputt machen kann. Ja, es wird ein Stresstest, wird es natürlich nicht, weil da müssen wir 10.000 Leute reinbringen und dann kackt sowieso alles ab. Aber einfach so dahin spulen, Bugs finden und das war's dann. So sieht's aus. Da aber keiner im Chat auch nur im Ansatz auf Annex reagiert, hör jetzt einfach auch wieder zum Schmerzen auf. Aber gut, sehe ich schon wieder. Hab ich wieder 2 Monate Arbeit in den Bauch gesetzt und dann haben 5 Leute drin, die sich denken, gut, Spui, but see you tomorrow. Mehr weg auf. Oh! Da hast du sogar irgendwo eine Danksagung. 2 Mal, glaube ich sogar. In der Hall of Fame. Die ist noch übrig. Spul kaputt machen, schaff ich. Machst du. Und dann ein NX-Stream natürlich. Den ganzen NX-Stream werden wir wahrscheinlich nicht machen. Das ist relativ madig. Ja, da passiert ja nicht viel. Wenn es dann richtig offiziell wird, also ganz ehrlich, ich möchte dann auch ein Video dazu machen und so weiter und so fort, dass man halt so viele Leute erreicht damit, wie es geht. Jetzt wir mal starten, dass da was los ist und dann mal schauen, was passiert. Aber vorher brauchen wir erst einmal eine Alpha. Da wird einmal der gröbste Scheiß ausgemisst und noch ganz furchtbar viel umgestellt. Es gehört noch so viel umgestellt, dass es richtig weh tut. Das wird mir noch richtig viel Zeit kosten. Und ihr werdet nichts davon merken, weil es funktioniert dann noch genauso wie vorher, aber es ist sehr viel Sicherheitsaspekte, sehr viel Performance-Aspekte. Und was ist denn jetzt? Bin ich noch da? Hallo? Also ich OBS kurz disconnected und wieder connected. Bin ich noch da? Hallo? Erdnussbrot schreibt ja, Arthur schreibt ja. Okay, dann müsste es schon passen. Okay, nur gut, wird schon passen. Der Hemsen schreibt, Costa Quanta, was meinst du? Mein Spiel? Nada. As always. Auch am Handy bin ich auch da, noch da, holla, sie, geht alles, ja, passt. Jetzt ist der ja immer noch da, da finde ich ja sicher. Aber das kann sich ja auch in was Größeres entwickeln, außerhalb von der Community. Audrey sagt das auch ganz ehrlich, das ist ja so ein bisschen das Ziel. Das passiert natürlich nicht von allein, aber bevor ich da irgendwelche Aktionen unternehme, dass das ausbrechen könnte, von selber tut es das nicht, man muss dann halt ein bisschen Werbung machen und so und das kostet ein bisschen was und so weiter und so fort, soll das Ding vorher funktionieren natürlich. So gut wie es irgendwie geht. Weil wenn das anfängt zum Laufen und da haben regelmäßig Leute da, dann wird das Ding zu einem Fulltime-Job. Dann kann es passieren, dass ich nichts anderes mehr mache. Möchte ich auch irgendwo, ich sage das freiwillig, wie es ist, da ich auch nicht sagen, vielleicht bin ich endlich alt genug, dass ich es im Kreuz habe. Ich meine, ich muss ja da auch nicht 580.000 Euro im Monat verdienen, das interessiert keinen, aber wenn das so ein kleiner Beitrag dazu beiträgt, dass ich davon leben kann, dann geht's los. Und dann aber richtig. Die NX-Domain steht aber zum Verkauf. Kannst du einmal fragen, was kostet? NX im Monatsabo ab 80 Euro! Nein, also, du bist alt genug, dass du das im Kreuz hast. Eigentlich war ich damals schon alt genug gewesen, aber schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich meine, dafür muss es auch gut sein. Und da fehlt noch sehr viel. Ich habe so viele Ideen, wie man das Kampfsystem aufbrechen und verbessern kann. Zusätzliche Gebäude etc. etc. Dann bin ich eventuell auf der Suche nach einem Grafikdesigner, weil ich selber die Battle so nicht hinkriege, wie ich es haben will. Ich bin nun mal kein
Zeichenartist nicht, ich bin kein Konzeptartist nicht, das zum Lernen, der hat mich 5 Jahre, 10 Jahre gekostet. Schaut schon viel besser aus, als ich mir jemals erträumt habe, aber ich hätte gerne einen anderen Grafikstil, wenn man so will. Bis dahin schaut alles beschissen aus und überhaupt nicht so. Keine Streams mehr, da bist du besoffen. Ich rede nicht von dem hier, ich rede von meiner Arbeit. Dann ist das mein Fulltime-Job. Am Tag 8 Stunden. Und wahrscheinlich noch länger, weil alle 5 Minuten geben, nee, Bier geht kaputt, das ist kaputt, nee, das ist kaputt. Gibt's Tauben als Schurig? Ich bin mir auch nicht so 100%ig sicher, ob jeder so richtig verstanden hat, was NX ist. Ich glaube, manche erwarten da, was weiß ich, was sie erwarten, und manche erwarten vielleicht der Command & Conquer oder sonst irgendwas. Es ist nichts anderes wie Excel-Tabellen auf Crack. Anders kann ich es nicht oberbrechen und beschreiben, die ein bisschen grafisch aufbereitet ist. Und ein riesengroßes MMO ist im Prinzip. Mal gucken. Cronjob habe ich heute zum Laufen gebracht, der läuft butterweich. Es ist natürlich im Spiel nichts los. Mal schauen, was passiert, wenn was los ist, wenn da Sachen im Bau sind und Angriffe laufen und so weiter und so fort. Aber momentan läuft er auf unter 10 Millisekunden im Schnitt pro Sekunde und das ist zu geil. Mal gucken. Eine geile Excel-Crack da bei Ihnen. So, und jetzt sitzen wir dann doch bis 3/4 Hast absolut recht, Maxi. Jetzt schleichen wir uns davon. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuschauen. Sorry, dass es spät vielleicht nichts war, ich habe es auch nicht gewusst, aber wir haben es endlich einmal ausprobieren müssen. Jetzt wissen wir es, das ist eine Ruhe. Jetzt haben wir schon wieder eine Stunde, haben uns jetzt hergeguckt und irgendeine Scheiße geglaubt, wie wir es alle machen. Dafür haben wir aber was Gutes gekommen mit dem alten PC nächste Woche. Ich hoffe, ich habe am Sonntag, wenn ich die Ankündigung mache, immer noch so viel Bock, wie jetzt gerade. Und ich hoffe, ihr auch! Ihr Penner! Ist wieder keine Ahnung, was da wieder ist. Na, das ist nichts, was du denn nichts wieder für einen Blödsinn. Spelandi. Stemmi habe ich auch vor kurzem wieder angefangen, eine Woche ist gegangen und dann fehlt Zeit wieder. Es ist ein wichtiger Aspekt, Steffi. Ich möchte nicht wie andere Browser-Games kopieren, wo dann irgendwann Gebäudeausbauten 2 Tage dauern. Ich möchte, dass du immer was zum Tor hast. Immer. Du kannst aber auch, ich gehe einfach außer, gut, ich bin halt dann angegriffen, habe ich Pech gehabt, aber in der Zwischenzeit kriege ich meine Rohstoffe wieder und so weiter und so fort. Aber so, wie soll ich sagen, einfach so dass nicht deine Zeit wegfrisst, aber dass du einfach spielen kannst, wann du willst und trotzdem vom Fleck kommst. So, das ist so das Ziel und das, glaube ich, ist extrem schwierig. Extrem schwierig. Aber gut. So! Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bitte pressen Sie den Like-Button. Kuss auf die Nuss. Danke fürs Zuschauen. Danke für die ganzen Donations. Danke für die ganzen Mitgliedschaften und Resubs, Triple F von den Moderatoren. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ein schönes, langes Wochenende vor allem. Ich hoffe, ihr habt alle ein langes Wochenende. Wenn nicht, dann rufst du jetzt deinen Chef an und sagst ihm, du, der Bergdoktor meines Vertrauens, der hat mir einen gelben Zettel gegeben. Du fixst jetzt einmal am Freitag. Abhauen. Tschüss dann. Merci fürs Zuschauen. Wir sehen uns am Montag mit Schedule 1 und nächsten Mittwoch bauen wir einen PC zusammen. Wenn es in der Zwischenzeit zu NX vielleicht was gibt, ich werde am Wochenende natürlich weitermachen und morgen auch. Lasse ich es euch wissen. Ich poste ab und zu mal einfach wirres Zeug in den NX-Schmerz im Discord, wo die Hälfte sich wahrscheinlich denkt so, okay. Aber mal gucken. So! Rein ins Viech. Ich wünsche euch was, habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal, Montag 20 Uhr. Okay! So, Springi, was der mit mir hat? Oh Mann, das wird gar nicht so außergerendert, wie ich mir das gewünscht habe. Ja, warum hast denn du so viel Gaby und Granny Hodern da rundherum liegen? Ich weiß es nicht. Beendet, warum steht denn da immer beendet automatisch? Das macht immer keinen Sinn. So, schleicht euch davor. Habe ich die Ehre. Haben wir irgendeinen Blödsinn? Ja.